Hallo? Hallo? Ui. Ich sehe mich selber. Der Daumen nach oben ist da. Meiner. Ich bin da. Hab's geschafft. Bin da. Der Bergdoktor hat leider Urlaub. Es gibt einfach 2 bis 3 Tage im Jahr. Einer ist nach dem Weinfest. Der andere nach meinem Geburtstag, aber da habe ich in weiser Voraussicht nicht mehr da immer Urlaub von Arbeit und hier. Und der zweite ist wie Schluss. Schluss, ich kann ja nichts lesen. Und der zweite ist nach dem Volksfestwochenende. Dann die 2 Tage im Jahr. Nein, halt doch der. Luis. Für die habe ich sowieso eine Ansage. Schluss mit dem Krampf jetzt. Da bist du nicht ganz sauer, sag. Schluss. Jetzt muss ich erst einen Monolog führen. Ja? Weil der Bergdoktor hat Urlaub. Das sind die einzigen 2 Tage im Jahr. Vielleicht noch, es gibt einen random Tag noch im Jahr mittendrin irgendwo. Der ist unvorhergesehen. Da kann ich mich bei Kruzifix. Bei C kann ich mich kann ich das einzige Mal im Jahr behaupten, es fühlt sich an wie Arbeit, da zum Sitzen. Also, wenn Sie vom Stuhl betrat, bitte wählen Sie die 555 Nase und dann geht der Sanker an und den schickst du dann in die Lebenshilfe und dann. Leck mir Arsch, Alter. Ich werde zu alt für die Scheiße. Ich sag das, wie es ist. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Setzen wir uns mal. Na, Leute, ohne Scheiß. Jetzt bitte. Erstens, der Scheißton ist saulaut. Ich hoffe, du hast dich von deiner restfetten Show wieder halbwegs davon und womit ist du was für a Reparaturhäube LULLU. Ja, die scheiß Reparaturhäube kann man am Arsch lecken. Ich sag das freiwillig, wie es ist. So, Phase 1. Luis. Ich weiß nicht, wann ich heute irgendwann einen Stream gekündigt habe. Wir fangen nicht an. Nein, Schluss. Jonathan, merci dir. Schluss. Wir fangen nicht an, dass wir vor dem Stream 120 Euro da einer scheißen. Es ist während dem Stream schon fragwürdig genug. Das tun wir nicht, Luis. Luis, Schluss. Schluss, aus, Pfui Teufel. Dankeschön, natürlich. Ich hab dich nicht vergessen, schon, ja? Normalerweise weißt du selber, es ist. Ich weiß schon nicht, was um 5 vor 8 war. Ich glaube, da habe ich mir in den Stuhl gesessen und hab vergessen, so, oh ja, scheiße, der Stream ist halt auch noch. Jetzt warte mal. Harvey! Ich bin Sevilla. Luis, Schluss jetzt! Was, die schwitzt jetzt schon wieder aus dem Hirn, aus die Augen, wir kommen aus die Augen schwitzen. Sag's ihm selber. Sag's ihm selber! Himmelhacker! Luis, welcome to the squad. Mir ist wieder Mitgliedschaft. Leute, Dankeschön. Bierman. Ich habe jetzt halt. Was? Voll, in der Brauerei, das ist geil. Ja, weiß ich nicht, da wird mir schon schlecht, wenn ich das lese. Franz, die hab ich auch gesehen. Merci dir. Schluss jetzt mit vor dem Stream umeinander pimmeln. Himmelboy, grüß zu dir daheim. Jetzt muss ich meinen Rest verlesen. Wie viel hab ich jetzt wieder? Max, das war 50, Alter. Ich hab nicht einmal. Maxl, merci dir. Schluss. Bei wem hat es jetzt angefangen da? Ich weiß nicht mehr. Herr Meier, merci dir. Louis, doppelt, merci dir. Klinkensepp, merci wieder ein Resub. Neidman, merci wieder ein Resub. Philipp, merci wieder ein Resub. Andi Wann, merci wieder ein Resub. Maxi, das ist zu viel. Kruzifix nochmal. John spielt, merci dir. Wir haben noch Herr Grotzer, Kuss, was spielen wir denn als nächstes? Warte, der Bürger hat ja mal ein Spiel gehabt, das war Rimble geheißen hat. Heute ist ich heute um 3, fuck, ich hab ja Frühschicht. Nein! Oh, das hat weh, du. Geraucht habe ich auch ganz wenig übers Wochenende. Ach komm, Alter, das war der Austrian. Ja, komm, halt doch froh, dass es auch wieder mal geschafft ho. AF an gemiadlichen Bletschmetz Streamwitz.
Was steht bei an Diabetika AFM Grobstor? Sei Leben wie o. Nur mal langsam. Was steht bei einem Diabetiker auf dem Grabstuhl? Sein Leben war kein Zucker. Leute, das ist jetzt ohne Scheiß. Jetzt chillt's einmal die Kniescheibe, Alter. Da ist der ganze Scheiß Chat grün. Ich kann zwar nichts lesen, aber Austria. Leute, bitte. Habedere Bürger. Wie geht's da? Ja, gut, blenden, Alter. Promille. Steht da wie Picke. Bindestrich runde Klammer. Urlaub AF Kreta. Südseiten. Ist gebucht. War ich noch nie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Austrian. Rest, egal wer. Ich wurscht, ob diese 10er ist, ob ein Kommentar in Dankeschön. Dankeschön, aber es gibt keinen unberechtigten, es ist so schon nicht berechtigt, aber es gibt keinen unberechtigteren Tag als heute. Aber absolut keinen. Ich sitze einfach nur da, schwitze meinen Gaming-Sessel vor, ich weiß nicht warum, und überlege so, Kruzifix, ich war am Freitag beim Saufen. Am Freitag! Das war vor 3 Tagen! Halt doch dein Maul! Am Samstag habe ich mir gedacht so, hey! Ich bin einigermaßen gut beieinander. Gestern irgendwann, ich muss sterben. Heute habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich irgendwo zwischen Samstag und gestern. Lei! Miss Shani! Aber Shiny, welcome to the squad. Danke für die Mitgliedschaft. Leute, ernster Witz. Austrian, das ist sauber zu viel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber wem erzähle ich denn das? Hat man schon gedacht, so, hat er es jetzt endlich gespannt? Den ganzen Juni haben wir gedacht, hat er es jetzt endlich gespannt, was er da tut? Nein, hat er nicht. Ja, haben wir sie. Schau her, ich brauche schon fast gar nichts mehr sagen. Begrüßen Sie die neuen Mitglieder. Es gibt ein paar Leute, die halten sich da schon hin. Das sind die Leute mit Ahnung. Aber nur die. Austrian Messer und Rissa. BBR-Fette Kim vom Woodstock der Blasmusik. Davon Von der Austrin aushaut Don Hau I Anua Moin noch. Nein! Nein! Ist okay. Ich mache diese Scheiße hier jetzt seit über 7 Jahren. Fast genau 7 Jahre und 2 Monate. Irgendwann muss mal aufhören oder gut sein oder was weiß ich, ich weiß nicht. Aber es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Wisst ihr, wen ich schon lange nimmer gelesen habe? Na, halt die nein, la, keine Ahnung, von wem du redest, Alter. Timmy Boy, grüß dich. Fuck, ich bin sauber spät dran, sorry. Ja, so nicht, mein Freund. Marc, merci wieder Entwickel. Simon, merci dir. Stefan, ST, merci dir. Austrian. Ein extra großes Merci dir natürlich auch an alle Hand. Ich komme mal blöd vor, ihr wisst, was es ist. Löwensepp, merci für den 5 als fuck ein schöner Stream. Ich weiß nicht, was du heute für Bier saufst, ich mag nicht lesen, weil es anstrengend ist. Henkerchief, merci für den Resub. Steff, merci für den Resub. Flo, merci für den Zwickel 50. Morgen, Birkbert, Leberkoller überstanden. Nein, ich bin mittendrin, Alter. Chewy, merci für den Zwickel. Miss Shandy, merci für die Mitgliedschaft. Link Mike, Kuss auf die Nuss, danke dir. Franz, merci dir. Austrian, merci dir. Maxi, Nome, merci dir. Schluss jetzt. Wulfric, merci dir. Heute ist hoffentlich drin. Was ist drin? Timmy Boy, merci für den Zügel, Oli, merci dir, Don Brumiller, merci dir, von hinten, Achtung, die letzte ist Arbeit ist Tau, Jausen ist Gericht. Was ist denn Arbeit ist Tau? Sag mal das so, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist überschrieben. Jausen ist Gericht, aber Jausen nicht jetzt auch Bock, ob ich das Spein gesagt. Stream ist auch, möge er mich belustigen. Nein, heute müsst ihr mich belustigen. Das war ausgemacht. In weiser Voraus, ich bin richtig stolz auf den Vergangenheitsbürger, dass ich denke, hey, auch wenn du erst sagst, du gehst nicht ins Volksfest, nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Der in weiser Stefana pro Schmatzer. So. Mir geht's dermaßen beschissen. Nach der 6. Mess war mal klar, dass Oaban bis zum Nigger nix mehr wird. Also bis zum Mika brauche ich hoffentlich nicht. Also ich bin schon wieder auf dem werdenden Ast, aber ich schwitze. Ich spüre 3 Tage später noch, wie ich sprichwörtlich aus jeder Pore meines Körpers an Alkohol ausschwitze. Und kennst du das, wenn du gesoffen hast und dann ausnüchterst und schlafst, dass dann, ich bin da bloß so, dass man das seltsam träumt oder seltsam viel träumt. Seltsam träumen, wenig träumen immer seltsame Sachen, aber dann extrem viel. Geht's da nur mir so oder ist das normal? Ich glaube, das ist dem Entzug irgendwie geschuldet oder so. Mitch!
Mitch, welcome to the squad, merci dir. Basti, merci wieder den Resub. Kuss auf den Ostobo, merci wieder den Fünfer. Leute, Schluss ist. Es ist 10 Uhr, ich mache jetzt den Ton aus, weil er so laut ist und ich kriege einen Vogel. Leute, vielen Dank. Bitte reißt euch zusammen. Konzentrieren wir uns heute mal auf den normalen Chat. Die erste Frage, die in einem Blätschmalz immer steht, ist, was zur Hölle haben wir mir 2 Stunden lang immer gelabert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mr. Call State, merci dir. Grüße aus dem Bayerischen Wald, bin froh, dass es kühler war. Das stimmt. Das, wenn jetzt auch noch dazugekommen wäre, dass du erinnerst, wieder fast 30 Grad, ich hätte gesagt, das ist. Dann hätte ich wahrscheinlich wirklich irgendwo meine Adresse schnell hingelegt und gesagt, heute, wenn sie mich wirklich vom Stuhl betreibt, dann ruft mir jemand das Anker. Ah, wie geht's euch, Kinder? Da wie mir eine Frage steht. Papp, die Sticker ins Tracht mich nein. Niemals spitzt du. Verlieren sie sofort an Wert. Bist du deppert oder was? Irgendwann ist die Tracht mit Marken 8,5 Milliarden wert und dann bin ich der Depp, der seine Aufkleber in das Stickerding da reingepoppt hat. Bist du narrisch, Chris? Glaubt, dass du spinnst? Never! Ah, das ist nur das Kriegerbier, da schwitzt. Ja, da kriegst du aber... Ja, Frades! Schöne Grüße übrigens. Ich hab's Battle von einer Freundin, ich hab's gesehen. Ich hab ein wenig gebraucht. Ich sag's freiwillig, was es ist. Ich glaube, das war auch wieder so ein Wochenende, wo ich bumm voll war. Wo ich nicht... war das nicht mein Geburtstagswochenende? Wo am nächsten Tag... Ich glaube schon. Und dann kommt die Nachricht so, von dir, im Battle drin. Ich glaube, dass ich 20 Minuten braucht, ein bisschen kapieren, um was es geht. Ah, ich riech deinen Rausch durch den Computer. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn du abschlägst, kommst du mit einer Alkoholvergiftung ins Gefängnis, hätte ich fast gesagt. Nach der OP geht's wieder viel. Firefighter! Ich hab's schon gesehen. Ja, Fußsteiner hinten, ein wenig alleine zockt ins Viech. Ah, lass mir 4 Wochen daheim, lass den Arsch lecken. Ich hoffe, du bist Berufsfeuerwehrler, weil dann hast du extra lang frei. Das muss auch mal sein. Hauptsache, es ist gut gegangen. So schaut's aus. Liebe aus Oberbayern, Don Promillo, Schluss jetzt! Mit der Rundtournee, was ist denn mit euch? Hinten Sepp! Möchten Sie über Gott sprechen? sollen wir uns mal ein bisschen über den lieben Gott unterhalten? Wissen Sie, was eure Meinung? Jetzt mal ernsthaft. Wir konservativ, christlich, sind wir da in... Wir haben ja doch... Bayern ist ja bekannt dafür, dass wir sehr christlich sind, so. Also, wirst du schon mit... hast du noch gar keine Ahnung nicht, weißt nicht, was los ist, und wirst im Kindergarten schon mit der Jesus-Geschichte zugeschissen. Da bist du doch nicht in der Lage, auseinander zu filtern, so, wie... Die trinken alle aus dem gleichen Weinkandel. Hat noch einmal nachgefüllt und alle haben keinen Durst mehr. Wie? Und 2 Fisch und fuhrt damit 100 Leute. Wie hat er das gemacht? Der Jesus Sepp. Macht er das? Das glaube ich. Ja, gut, unterschreibe ich, glaube ich. Freilich glaube ich ihm das. Wie, du hast echt ein riesen dickes Bier geschrieben. Wer hat denn das geschrieben? Da weiß ich nicht. Weißt nicht. Achso. Aber es stimmt, was da drin steht. Ja, so, ja, gut, das glaube ich. Sag selber. Sag mal selber. Übers Wasser gehen und lauter so ein Scheiß. Sag jetzt selber. Was soll jetzt das sagen dazu? Irgendjemand schreibt für Fortnite. Den Buchfang einsliden, Jesus, Alter. Valhalla ist besser wie der Himmel, da ich mal sagen. Ich kenne mich mit der nordischen Mythologie nicht aus. Oder da sagt man ja Mythologie und nicht Religion. Ist das eine Religion im Norden? So diese Thor-Valhalla-Geschichte so, da wo man dann reinkommt und dann ist da ein riesen Dorf, da müssen da mittlerweile schon 8 Millionen Leute sitzen, die den ganzen Tag bloß fressen und saufen. Ja, das ist eine nette Vorstellung. Also, es ist jetzt so eine nette Vorstellung so. So, ja... Liebe Gott, der hat dich lieb. So. Und er sagt alles. Und er weiß, das ist übrigens das schönste Zitat, das bringe ich zu dem Thema immer gern. Der liebe Gott so, der sagt alles. Der sagt, was du tust, der sagt, was du machst. Das ist fragwürdig, wenn wieder 255 Tabs off sind, weil der 240. noch nicht asozial genug war. Und er sagt alles. Und er weiß alles. Und er kann alles. Und was weiß ich, aber irgendwie kann er nicht mit Geld umgehen. Darum... tust du mal deine letzten 5 Cent aus der Hosentasche raus und wirfst es in den Klingenbeutel ein. Ja? Damit sich der Papst Sepp einen zweiten goldenen Hagelstecker zu seinem ersten dazustellen kann. So sehe ich das. Firefighter schreibt, ich bin überzeugter Atheist. Ein Atheist glaubt an gar nichts, oder? So. Ich glaube schon an was. Es ist irgendwie unvorstellbar, dass da danach einfach nichts ist. So aber ich befürchte, es ist irgendwie so, wie es war,
bevor jemand auf der Welt war so. Da war auch nichts. Und danach ist es auch nichts. Das ist nicht schön. Deswegen kann ich schon verstehen, dass es Leute gibt, die da gern dran glauben, dass da noch was ist. Etwas Schöneres, sei es der Himmel oder der lange Tisch mit unfassbar viel Honigmet und einer Wulzau. Dass ich da lieber dran glaube so. Aber wenn ich nicht dran glaube, ist die Enttäuschung umso geringer, wenn ich diesen Planeten verlasse. Glaube ich. Von hinten. Na, der Olli, hört sich jetzt auf mit der Donaterei, ich kriege einen Vogel. Schaut auf Fist of Jesus an, das ist die wahre Geschichte, dauert eh noch 15 Minuten was. Ich glaube, ich mag mir nichts über Jesus Christ anschauen. Der Jesus kreist übrigens auch schon wieder, der kreist im Grab umher, wenn ich mein Maul zum Thema aufmache. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen. Was ich sage, weil wenn ich noch leicht angedüdelt glaube, ich bin ich nicht mehr, aber ich komme mir so vor, plumpst vielleicht das eine oder andere Dumme aus meinem Maul, das noch dümmer ist als sonst so. Mr. Grave! Neues Mitglied, jetzt fast über das Englische. Welcome to the Squad. Ist das Mikrofon davon gefahren. Birger, liebe Grüße aus Passau vom Rosetten-Freddy. Gell? Darf ich da mehr einschlecken? Der Pitti schreibt, Birger glaubt sicher ans fliegende Spaghetti-Monster oder ein Nudelsieb auf dem Perso. Weil, ja, das ist auch, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlicher, als dass der Petrus am Himmelstor steht und die fragt und dir deine Memes zeigt, über das du gelacht hast. Dein Leben lang. Dann war's gleich wieder. Dann macht er nämlich die Tür nach unten auf. Und du hast es nur dann geschafft, wenn es dann runterfällst und dann gibt dir der Teufel ein High Five und sagt, habe ich dir willkommen im Paradise. 70 Jungfrauen, oder wie war das? Die, glaube ich, kriegt man bloß, wenn man sie in die Luft springt oder so. Der Herr Pöppel schreibt, bist du am Sonntag live? Also soll ich am Sonntag live sein? Herr Pöppel, wie kommen Sie darauf? Müller Mause, danke für den Resub. Servus Meister, Liebe gehe ich nach Valhalla und speise am großen Tisch mit alle zusammen, als zu Gott zu gehen. Und es gibt Met, Grund genug. Wolfric! Also, in Island ist es unter dem Namen Asatru eine staatlich anerkannte Religion. Ja, es kann ja, also, ich mag jetzt nicht die Religionen herunterspielen an und für sich. Ich halte nichts von Religionen, ich sehe es als Bauernfangerei. Weil es nun mal ein etwas Einfaches ist mit der Angst von Leid zum Spielen. Hey, wenn du stirbst und du hast ein wenig allein Gacke gemacht, ja, dann gibst du da ganz ein, hast du Höhenqualen, das sagst du, da gibt's das. Aber wenn du jeden Tag brav zu uns kommst und da irgendeine Scheiße in irgendeine Richtung betzt und keine Ahnung, was aus dem Bierglas lässt und ein wenig als Singer, ja, das fühlt sich gut an und keine Ahnung. Aber das Allerwichtigste ist, jetzt wir müssen ja die Bude da irgendwie finanzieren. Jetzt tun wir einen Fünfer her oder so. Und wenn wir es noch besser machen, ja, warte mal, wie der Staat hat da Steuern. Und wenn man die nicht zahlt, dann bist du eingesperrt. Ja, das ist doch auch ein richtig gutes Druckmittel eigentlich. Was ist denn eigentlich, wenn wir da eine Kirchensteuer einführen, in der jeder automatisch ist, ohne dass er gefragt wird? Und wenn er die nicht zahlt, ab ins Kittchen. Können wir das machen? Ja, Fralle! Also High Five geben und seitdem ist es so. So, was ist? Gehst ins Rathaus rein, zahlst einen 50 und sagst, leg mir da mal den Marsch, das ist nicht ganz sauber. Schon wieder überlegt der Grippe mein Resub. Herr Schleinkhofer! Jetzt suche ich mir extra raus, so, jetzt bei so Wort. Ich brauche ein wenig. Boah, ich spürt merci wieder ein Drilling, merci. Wenn ich irgendjemanden übersehen habe, sonst es tut mir leider, ich komme so schon nicht klar, aber heute ist es speziell. Mike, merci für den Resub, Eisscheid, merci für den Resub, Herr Schleinkhofer. Hock, Tourburger, spit on that thing! Belustigungslos. Los! Hock, Tour. Das ist ein Meme, über das kann man uns unterhalten. Wer da herin kann nix damit anfangen, was ich gerade vorgelesen habe. You gotta give him that hot tour and spit on that thing. Wer kann damit nix anfangen und weiß nicht, von was ich rede? Bitte eine 1 in den Chat. Los. Ja, Sprenge, das ist was anderes. Auf das kommen wir gleich. Kattel schreibt gut, die hat noch nicht gehört, dass ich gesagt habe, oh, da haben einige. Keine Troll-Einser, das war nice. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist gelungen. Das ist doch gelungen. Was ist denn mit euch? Ja, ich drück 2. Ach komm, jetzt, das ist doch gelungen. Das heißt Thang, hab ich Thing gesagt? Spit on the Thang.
Hab ich nicht gesagt. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, Thang gesagt. Beim zweiten Mal Thing. Ich weiß schon. Spit on that Thing! Das glaube ich euch nicht. Wo sind Memes? Ja gut, das erkläre ich jetzt nicht, weil das... Rest in Peace, Mimi Mika. Mimi Channel, Mimi Stream. Mimi Review. Alter, gefühlt jeder zweite Reel ist voll mit dem. Hacktour war sogar im Stadion am Samstag. Hab ich auch gesehen. Das hat auch jeder gesehen. Jetzt auf. Ich bin mir auch, also keine Ahnung, dann müsst ihr wirklich, dann glaube ich mal, ich glaube das glaube ich euch nicht. Halt doch dein Maul. Glaube ich dir nicht! Muss es jetzt aussuchen. Ist ja heute eigentlich auch, steht auch so ein bisschen ein Video-Review. Ob wir da überhaupt noch dazukommen, weiß ich nicht, das sehen wir dann. Also pass auf. Muss ich aussuchen. Ist das? 2,9 Millionen, ja. Wieso ist da kein Ton? Wie machen wir das jetzt? Warte mal. Ich bin wieder null vorbereitet, Alter. As always. Machen wir jetzt so. Okay. Machen wir so. Jetzt. Ganz her. Achtung, ich lass kurz laufen. In bed that makes a man go crazy every time. Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Hi, can I please... Ah, wieso TikTok, Alter? Geh weg mit deinem TikTok. Also. What's one move in bed? Wieso kann ich noch nicht auf Pause drücken? Du behinderter Schwarzscheißdreck! What's one... Klang ich schon wieder! Also. Der Typ rechts fragt. Was muss man da um Typen wahrscheinlich bei Sexualpraktiken narrisch zu machen? Und sie sagt drauf: One move in bed that makes a man bla bla bla, that makes a man go crazy oder sonst was. and go crazy every time. Oh, That you do. gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Wie erklärst du das jetzt auf Deutsch? Sag. War das akkurat genug? Kann man das... Versteht man das? Das kann ich nicht verstehen, wenn man das nicht verstehen kann. Ist jetzt so jemand... Es gibt, ich wäre jetzt gerne in die fragenden Gesichter vor den Bildschirmen. So. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Für Leute, die überhaupt keine Ahnung vom Leben haben, offensichtlich. Was jetzt den ganzen Tag? Hockt. Halt doch dein Maul. Ja. Wenn wir jetzt da Fluffy Ketten jetzt für den Resub, Louis mir ist für den Sixer. Ich finde, man sollte sich von nichts abhängig machen, denn. Was? Okay, so. Das war meine Erklärung dazu. Zurück zum Programm. Oh Mann, ich schwitze aus die Augen. Das ist wie da zwischen den Augenklappen, wenn du es runter tust und wieder reinfährst, das ist wie in der Arschgrunzen. Ja, das sammelt sich da und wenn du dann blinzelst, dann rinnt es raus. Das ist nichts. So. Um auf das Thema mit dem Hawk-Tour-Meme, das seit über einer Woche, glaube ich, völlig aus dem Ruder läuft. Sprenge jetzt, glaube ich, vorher auch geschrieben. Ich kann, also, es ist lustig, um Gottes Willen, natürlich. Vor allem, wenn das so eine scharfe Alte, brauchen wir Miete, sagt, natürlich ist das lustig und so weiter. Und ja,
Aber das so eskaliert, kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt ein Programm? Ja, sicherlich. Irgendwo dahinter. Maxi! In Österreich gibt es das schöne Gesetzel, aufgespuckt, eingeschoben. Schwanger, das erinnert mich jetzt mal dran. Aufgespuckt, eingeschoben, schwanger. Wird dann Klatsch dazwischen. Aufgespuckt, eingeschoben, schwanger. Ist aber Phase 1, Phase 2, Phase 3. In der Woche ist es wieder weg. Ja, in dem Ausmaß hält es vielleicht schon noch eine Woche, das ist richtig, ist vielleicht sogar ein bisschen länger, aber der Peak ist erreicht, ja. Peak ist erreicht. Der Weibio schreibt, Birger, good to know an dem Punkt. Die gute Frau ist Barkeeperin, lesbisch und in einer Partnerschaft und hat mit Merchverkauf $150.000 gemacht bisher. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht mal so viel für das Ausmaß, weil das Ding ist ja also das ist ja völlig aus dem Ruder gelaufen, das kurze Mini-Schnipsel-Ding. Das ist ja überall. Ich bin einmal in der Woche durch meine Facebook-Timeline scroll, um zu schauen, ob es nicht die gleiche Behindertenscheiße ist wie vorher. Jeder zweite Post ist irgendwas mit Hacktour. Spit on the thing. Das war ein Thema für den Podcast, das ist richtig. Aber im Podcast haben wir sämtliche existierenden Sexualpraktiken ausführlich besprochen. Das Trotteln gibt, die das kaufen. Olli? mit einem über 2 Jahres-Mackerl einer Vollbier-Squad-Mitgliedschaft hinterm Namen schwierig, Digi. Aufgespuckt und eingedrückt. Ja, im Anlaufstock gleich, Gil. Ist noch besser. Wann wieder Podcast? Steht momentan gar nicht auf dem Plan. Stickt mir nicht, sag ich dir, was ist. Mir stickt was anderes. Wir haben es darf ich nicht zu viel verraten. Ich weiß nämlich auch, dass er zuschaut und er schimpft mir, wenn ich zu viel verrate. Wir machen etwas Spontanes. Das habe ich noch nie da. Und da kommt eventuell dabei was außer, wo wir dann nächsten Montag drüber schmatzen, zum Herzahlen. Oder es wird wahrscheinlich, also wir wissen nicht, ob es überhaupt was wird, mal gucken. Und es wird irgendwas zwischen Dummschiss und Nice. Das ist der Plan. Mehr Plan haben wir nicht. Recht viel Plan haben wir wirklich nicht. Deswegen bin ich halt auch durch die ganze Stadt gelaufen, aber das ist wurscht. Mehr darf ich nicht sagen, sonst ein Porno. Eher nicht. Vielleicht. Okay, das ist sofort wieder Themawechsel, sonst verblabere ich mich. Birger, ich kann jetzt zum 4. Mal im Podcast anfangen, wenigstens ein paar neue Folgen. Herr Gaspar, hilft dir, du musst 5-mal durchfahren. Mit dem Kani? Nein. Der ist nicht dabei. Buch lesen? Nein. Planlos geht der planlos. Koni, derjenige, der zuschaut und weiß, was ich meine, der Einzige da herin, den habt ihr schon mal gesehen. Aber da hat er bloß einen pinken Besen in der Hand gehabt und hat die Fahrbahn zusammengekehrt. Das wissen jetzt nur absolute Pro-Gamer, was da los war. Birger und der schwarze Luan, Teil 1, ja. Warum steht bei mir Mitglied seit 3 Monaten? Bin selbst schon 4 dabei. Passt nicht, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht bist du genau auf dem Tag, weiß ich nicht. Ich sag dir, das ist auch schon, da haben wir wieder bei dem Thema YouTube, Twitch-Icon. YouTube. Ansage an YouTube, please. Bitte, lass mich halt da einfach auf den Basti draufklicken können, dann sehe ich seinen Chatverlauf, seit wann er dabei ist, seit wann er abonniert hat, seit wann er Mitglied ist, was er irgendwann in jedem Stream geschrieben hat und so weiter, etc., etc. Wenn er dann unten was schreibt, dann ist das da gleich drin. Das ist ja jemand da so, es ist so behindert, YouTube, aber das kann doch nicht so schwer sein, sag. Das kann doch nicht so schwer sein für eine Firma, die am Tag in der Sekunden so viel Geld verdient wie wir alle, wie wir da sind, in einem Jahr nicht. Herr Van Hinten, Birger, sein Arschwasser hat halt 40 Volumen, ja. Minimum Van Hinten, merci dir. Barbarian Dream, servus Chef, ich hoffe, deine Ausfallerscheinungen sind nicht zu arg. Ja, geht so. Bin ein bisschen spät, weil ich mit der Freundin beim Tanzen war. Da möchte aber jemand mit aller Gewalt hineinwürscheln. Bei einer Tanzlehrerin und Vize-Deutschen Meisterin im Hip-Hop. Da gibt's ja nicht auch ein paar coole Videos, wie der Hip-Hop so geht so. Das ist der Hip-Hop, der Hebe, Habi, die Bubi, die Bu oder so. Ja, Tanzen ist auch eines meiner großen Leidenschaften. Themawechsel. Tobo! Was hat er gefrorenes Bier und eine verbrennte Pizza, eine schwangere Frau gemeinsam, immer zu spät ausgezogen.
Au, jetzt wack. Steinhalt. Tommy! Servus, Birger. Hoffe, dir und dem ganzen Chat geht's gut. Jetzt weiß ich nicht, du bist nicht der Just Mercy, Tommy. Es gibt mittlerweile, der Florian ist raus, der Tommy ist jetzt drin. Kuss auf die Nuss. Merci dir, welcome to the squad. Danke für die Mitgliedschaft. Ballett, oder? Ja, Ballett war meins. Ja, da sehe ich mich. Birger darf mir Breaken als Dancen. Ja, ich glaube auch. Am Sonntag habe ich Geburtstag, Herr Pöppel. Am Sonntag bin ich nicht da. Weil wir halt Richtung Wochenende etwas machen, was ich noch nie da habe. Bavarian Dream ist schon mein Freundin da, zipfel ich schon seit 5 Jahren ein. Da gehe ich nicht mehr zum Tanz, das ist. Das sehen wahrscheinlich viele Männer nach 5 Jahren Beziehung etwas. Alles? Dann sag ich GZ. Merci dir. Schluss jetzt mit der Donate. Ballett, nicht Bullet. Just Mercy ist da, Tommy, das habe ich dir neulich schon erklärt, das stimmt. Aber ich habe es auch jetzt schon wieder vergessen, genauso wie letztes Mal. Ed Motz, kann jemand den Pöppel mal entfernen, der am Sonntag Geburtstag hat, der nervt? Ja, ich weiß aber auch nicht, was man mit der Information jetzt so machen soll. Das hilft ja nicht. Was sei das? Darfst du sagen, Rauscher? Wann Kooperation mit Rainer Hetzertler? Der braucht Barney. Wie geht's denn dem so? Verfolgt das noch jemand? Sag. Da frage ich, wenn wir im Plätschmerz, da haben wir für alles offen, da kann es sogar mal passieren, dass wir über Politik-Scheiße labern. Da haben wir für alles offen, alles muss raus, alles muss hier. Was? Easy Insta-Bahn. Was? Weiß jemand, was mit dem Fettsack los ist? Verfolgt das noch irgendjemand? Ich hab das auch lang da und sehr viel. Wer gar nicht weiß, um was das geht, das schaut überhaupt nicht. Herr Schreiner! Mir ist wie 38 Monate, ist es feiern, du weißt das. Kuss auf die Nuss. Wer ist das? Das erkläre ich jetzt lieber nicht, das ist gut. Anscheinend ist jetzt eine Frau mit Kind bei ihm gewesen. Oh, hat er sie wieder von einem Bärchen verarschen lassen, zum 18. Mal. Alter, die Leaks, die zur Zeit vom Ofenkäse kommen, vom Rainerle, sind gottlos. Waren die nicht schon immer gottlos? Ist wieder dieselbe Scheiße. Sexschreibende. Ich bin's Hula-Hoop-Bärchen, was weiß ich was für Bärchen. Ich bin's Chernobyl-Bärchen. Ich bin's große Riesentepf-Bärchen. Ich bin's Hakelberger-Bärchen. Ich bin's Zwetschgen-Bärchen, keine Ahnung. Und sobald einer schreibt, ja, ich hab Riesentepf und lauf aus unten rum, dann springt halt ein Rainer sein Speer aus der Hosen. Ist halt so. Das wird nie aufhören. Das ist jetzt so, das muss doch langweilig werden, oder? Ja, das ist doch wieder dasselbe, was wir schon vor 2 Jahren gehabt haben, was wir vor 3 Jahren gehabt haben. Er rennt mit dem Dauersperr rum und ich glaub, es ist halt auch so Unrecht hat er da nicht gehabt, der Dicke. Es ist halt, was ein Ofenkäse da mittlerweile Kohle damit verdient. Das ist unvorstellbar. Ja? Und und deswegen habe ich dann auch nicht mehr zugeschaut, sage ich auch ganz ehrlich, aus diesem Heuchelschmerz, der Schmerz kommt ja nimmer, weil sonst darf man es ja eben mehr oder weniger zugeben, dass man das aus freien Stücken macht und man möchte bloß aufklären, bla bla bla. Der sagt einen Satz und es wird ein 10-Minuten-Video draus gemacht. Und es hat 150.000 Aufrufe. Dann soll das zugeben, dass er es wegen der Kohle macht. Da kriege ich halt einen Sehen. War schon immer so. Speer oder ein kleines Schwammerl? Leider Gottes haben die meisten, die sich damit befassen, wissen's, weil sie es gesehen haben. Das ist traurig. Also am Hagelberger Bärchen da die alle Bahnen reinschmeißen. Oh Frodo! Grüß dich Gott! Bin mal wieder da vom Mordor. Grimmig warm tut. Dann geh in den Keller runter, da ist es kühler. Solange du den Ring eingeschmissen hast, passt. Absolut unanständig, sich darüber lustig zu machen, aber Geld einschirmen. Nein, das sage ich nicht, nein, das sage ich nicht so. Es gehört, der Typ braucht Gegenwind. Das gehört sich schon so, das ist schon richtig so. Aber es gibt halt einfach Leute, die sich ganz absichtlich und offensichtlich daran bereichern und irgendwo haben sie auch recht. So ja, freiweg wie es ist, Alter. Ist ja scheißegal eigentlich. Was interessiert's mich eigentlich? Ganz ehrlich, was interessiert's mich eigentlich? Ist mir doch wurscht. Wenn's Leid bespaßt, soll er machen. Und solange der Fettsack sein Maul nicht hält
und sie aus dem Internet nicht verpisst, ist mir doch scheißegal. Alter. Ist mir doch scheißegal. Alter. Aber er soll jetzt nicht mehr aus dem Internet verpissen. Der muss halt, ich verstehe nicht, dass der kein betreutes Wohnen kriegt oder irgendwas und dass es immer noch Leute gibt, die dem Typen ein Geld geben. Also ich rede nicht vom Ofenmann oder von irgendwelchen Hater-Kanälen, der ist ja nicht der Einzige. Ich glaube, ich verfolge schon Ewigkeiten nichts mehr. Ich bin immer ein Jahr älter als das Jahr. Ach komm mal, diese Idioten-Zitate sind einfach so geil. Das ist so dumm, Alter. Das ist, oh Gott. Lindsay, hast du das Interview mit dem Hans Entertainment mitgekriegt? Nein. Mit wem? Wer hat den Hans Entertainment und so weiter? Wie sagt er, ich weiß ja noch nicht einmal direkt, wer der Hans Entertainment ist. Der Name, da dämmert was. Ist es der, ich pisse deine 500 Euro? Ist es der? Ich weiß nicht, das ist wieder einer wahrscheinlich. Mir ist das zu dumm, ich bin zu alt für den Scheiß. Es ist wirklich, ich weiß es nicht. Irgendwann noch, ich hab das auch wirklich lang verfolgt mit dem ich sag's jetzt, mit dem Drachenlord. Also es ist wirklich utopisch. Also, warum liegt der eigentlich nicht Wurst? Es ist einfach so geil. Der Wongel ist ja eh schon aus dem Internet weg. Ja, aber wo wir aus was macht denn dann ein Ofenmann Content, wenn der Wongel nicht mehr im Internet ist? Der hat ja immer noch TikTok, oder? Also das letzte Ding, was er halt noch hat, da sitzen sie live rein und dann wieder mit diesen Geschenkdinger da zugeschissen von irgendwelchen komischen Leuten, wo ich sage, gut, wer bin ich, dass ich mich da drüber beschwere? Ich halte es ja bei mir auch für fragwürdig und zwar hochgradig teilweise. Hoch die Hände Wochenende ist der Hans gewesen. Was? Hoch die Hände Wochenende? Hoch die Hände Wochenende. Was ist jetzt? Ich google einfach schnell nebenbei, ist das in Ordnung? Hans Entertainment. Ach, er, ja. Ich kenne nichts von ihm, aber ich kenne sein Gesicht und wie gesagt, der Name sagt mir was. Was war da der Skandal? Was einen Skandal gegeben? Einen guten alten YouTube-Skandal. Das sollten wir mal alle aufgreifen. Wir sollten mal aus Drama Content machen. Führen wir einen dritten Streamtag ein, wo wir nur so behinderte Reaction-Scheiße machen. Und dann widmet man uns dem ganzen wirklichen YouTube-Dasein so. Die Großen. Die schauen wir zu, was ist da los? Der Skandal mit der Annie the Duck. Da wo ich kurz überlegt habe, hey, sollen wir das 3 Jahre alte Video noch mal rauskreien und auf TikTok aufladen? Ja, aber Leute, die am Boden sind, noch Stiefeln ist halt auch das Letzte. Dr. Disrespect zum Beispiel ist eigentlich ziemlich narische Scheiße, oder? Heiliges Kanonenrohr, Mann. Heiliges Kanonenrohr, Mann. Fucking Face of Twitch. Ich hab mir schon gedacht, dass himmelweit feit, aber dass sowas ist. Oh! Ja, genau. Und so schnell kann's gehen. Du bist, aber ist es sprichwörtlich, ich sag, der krasseste Streamer, den es gegeben hat, bis Uhrzeit und da kommt lang nix. Auch später nicht irgendwann. Ist hier oben, hier, Anschlag. Und innerhalb von einem Tag alles weg. Heiliges Kanonenrohr. Und dann war er sehr schnell bewusst, Achtung, soll ich vielleicht ein bisschen Kontext hineinbringen, weil wenn manche Leute von euch nicht wissen, wer es Hawk tu schneller ist, dann muss ich vielleicht mal erklären, wer ist der Dr. Disrespect, wer ist, keine Ahnung. Dr. Disrespect streamt, ich glaube seit 2016 oder so, richtig groß geworden 2017, 2018 mit PUBG und mit das H1, N1, glaube ich, also mit so Battle Royale-Dingen und so weiter, den hast du mit Sicherheit auch schon mal in einem Short gesehen. Dr. Disrespect sitzt da mit einer verspiegelten Sonnenbrein, mit einem Pornobalken, mit einer schusssicheren Westen, mit so einem großen Ding und spielt eine Rolle von einem H1Z1, so heißt es, ja genau. Dankeschön. Spielt eine Rolle, die sau lustig ist, ein sau arroganter Typ. Ein Dr. Disrespect halt einfach, der Name leid, blärt nicht nur umeinander und das was das Witzige einfach war ist, er ist gleichzeitig auch tatsächlich noch gut und ist ein Riesendrum-Brackel, der Typ ist glaube ich 2,15 Meter groß oder so, ist beieinander, hat einen Oberarm so groß wie ich, meine beiden Oberschenkel
Der eine, ja, vielleicht nicht finanziell der erfolgreichste, aber ich finde einer der besten Streamer und was einen Unterhaltungswert angeht, was die Content-Qualität angeht, was seine Rolle angeht, etc. So. Und der wurde gebannt von Twitch. Das war, also er war das Face of Twitch. Der hat wahrscheinlich, ich kann nicht sagen, wie viel dass der wahrscheinlich Geld verdient hat, aber der hat locker einen dreistelligen Millionenbetrag auf seinem Konto. So, Twitch wirft ihn raus. Skandal! Erster Skandal, er ist seiner Frau fremdgegangen. Entschuldigt sie unter Tränen, bla bla bla, macht eine Pause, 2-3 Monate weg, kommt wieder, absoluter Zuschauerrekord, ich glaube 300.000 oder 400.000 Leute haben dazu geschaut, unter anderem auch ich. Und dann ist er wieder losgegangen und es war so gut wie vergessen. Dann von heute auf morgen, 2020, wurde er von Twitch gebannt. Einfach so. Keiner hat gewusst, warum. Er redet nicht drüber, hat nicht drüber geredet, bis 4 Jahre später, jetzt bis letzte Woche irgendwann, warum er gebannt wurde, ist dann zu YouTube gegangen und hat da weiter gestreamt. Und hat nie einmal über das Thema geredet. Und vor einer Woche ungefähr hat ein Ex-Twitch-Mitarbeiter getweetet, warum er gebannt wurde. Und anscheinend hat er Anstößiges, ich versuche das jetzt so neutral zu formulieren und so, wie ich nur kann, damit YouTube nicht zu mir sagt, hey du, okay, tschüss! Weil der Nexotus schreibt nämlich, Birger, willst du wirklich erklären, warum er jetzt weg ist? Ja, ist schwierig. Gut, da wohl kein Problem nicht sein, wenn man da drüber schmerzt, da kann er nichts dafür. Er hat einer Minderjährigen anstößige Dinge geschrieben im Privatchat über Twitch. Und das kam jetzt auf. Und diesen Stempel, es gibt viele unangenehme Stempel, die dir das Internet auf das Hirn drückt. Und du dir selbst natürlich auch. Der, keine Ahnung, der Nazi-Stempel, der ich hab keine Steuern zahlt Stempel, ich hab mein, was weiß ich nicht, ich hab meine alte geschlagen Stempel, ich hab meine Kinder geschlagen Stempel, keine Ahnung, was auch immer. Aber den Pedo-Stempel, und das ist ja gut so, den kriegst du nie wieder los. Und es ist ja, glaube ich weiß halt nicht, ob es recht viel mehr schlimmere Stempeln gibt als den. Niemand weiß, was da geschrieben worden ist. Offensichtlich klang es aber, dass Dinge passiert sind. Was ich nicht ganz verstehe ist, warum dann Twitch, er hat gerade damals, 2020, einen nagelneuen, frischen Exklusivvertrag mit Twitch gehabt. Geht es um einen Haufen Kohle? Ja, da geht es nicht um, ich gebe dir einen Tausender im Monat, kommst du mal zu uns, sondern da steht halt dann irgendwas drauf, 40 Millionen, 50 Millionen. Und kurz drauf haben sie ihn rausgeworfen und anscheinend voll ausbezahlt. Deswegen hat man gedacht, okay, was kann das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ist schon krass und extrem schade. Extremst schade, weil ich einen Doc eigentlich schon sehr gefeiert habe. Sehr sogar. Der Doc ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass ich habe ein bisschen was abgeschaut, so freiwillig was ist, die Landi-Streams, der Flugzeugstream, Flight Sim-Stream, der Star Wars-Stream etc. mit ein Setup ein bisschen anders aufbauen, damit man zwischen die Kameras wechseln kann und davor und Einspieler und Ding und so weiter, dass ich mein Setup da überhaupt so baut, ob das möglich ist und so weiter, um einen Stream ein bisschen für entsprechende Spiele, wenn sie sich anbieten, aufzuwerten etc. Habe ich mir da ein bisschen abgeschaut, sag ich, was ist. Das ist schon extrem schade. Das ist krass. Ja, der hat genug verdient, selbst jetzt Daten nehmen noch genug Zuschauer, dass er nicht arm wird, lul. Also gut, das ist einmal... Gut, wie soll man sich in die Lage versetzen? Kein Mensch da herin hat 50 Millionen oder 150 Millionen auf dem Konto. Das ist schon ganz nett. Natürlich ist scheißegal, ist aber halt nicht. Denn du bist eine Person des öffentlichen Lebens. So. Das ist jetzt natürlich ein lächerlicher Vergleich. Das schiebt mir jetzt irgendjemand in die Schuhe. Ich vergleiche mich mit dem Dr. Disrespect oder sonst irgendwas. Ist ja vollkommen wurscht. Boris Blöd gleich. Schluss jetzt mit Donations, ich muss jetzt schmerzen. Jetzt mal so wacht. Angenommen, ich tue das. Das kommt ja, ich hab irgendwie Scheiße am Sack. Ich hab richtig Scheiße am Arsch. Glaubt ihr wohl nicht, dass ich da damit durchkomme? So. Ich nehme jetzt einfach mich. Ich versuche es auf mich runterzubrechen. Ich bin auch einigermaßen bekannt. Habe im Volksfest wieder festgestellt. Ich gehe 5 Meter und jemand schreibt meinen Namen.
Ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, sehr nett. Da waren Gott sei Dank noch keiner besoffen, ich ein bisschen. Am Schluss weiß ich nicht, was für eine Scheiße, dass ich irgendwelche Leute erzählt habe. Ich weiß nicht mehr, ist wurscht. Und dann habe ich einen Haufen Geld auf dem Konto. Ich habe 150 Millionen am Konto. Und ich bin weltbekannt. Auf einem nochmal komplett anderen Level, jenseits von Gut und Böse, wovon ich sprechen kann. Ja? Was tue ich denn dann mit meinen 150 Millionen, wenn ich nirgendwo hingehen kann und ich stehe auf und nach 2 Minuten schreit jemand, du verficktes Pedo-Arschloch. Natürlich, das ist ein Haufen Geld. Ob er seine Familie noch hat, weiß ich nicht. Ich gehe mir schwer davon aus, dass seine Frau, der er fremdgegangen ist und die dann nachher noch da war, wie das dann war und so weiter. Wenn die das nicht gewusst hat, was er da hat und das jetzt rausfindet, dann ist die wahrscheinlich nämlich auch fort, samt Kind. Und das, wenn ich auf mich runterbrich, was tust du denn dann? Aber Doc ohne Kostüm erkennt auch kaum jemand. Ja, gut, da mag was dran sein, das stimmt, ja. Stimmt. Ja, aber gut, ich sag, das hat er verdient. Du hast einen Haufen Geld auf dem Konto, kannst nichts damit anfangen, außer dir deinen eigenen Glas-Elfenbeinturm zu bauen, in dem du dann für immer drin bleibst, weil auch in 5 Jahren ist das nicht vergessen und auch in 10 Jahren ist das nicht vergessen. Und auch in 15 und in 20 nicht wahrscheinlich. Das Internet vergisst normalerweise schnell, aber in dem Ausmaß hast normalerweise verschissen. Schreiß zurück, aber dir hat's damals doch gefallen. Holy shit. Ja, guter Konter. So, jetzt, Boris Blut, nicht übersehen, aber kurz wegignoriert. Entschuldigung. Jetzt mal zu den wichtigen Themen. Wer schaut sich am 31.01.25 A Motionless in White an? Kann's kaum erwarten. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Aber die Pommesgabel am Schluss sagt mir, das ist eventuell ein Konzert irgendwann im Januar. Ich nicht. Tommy, mir ist wieder ein Fünfer. Was mich aber mal interessiert, und man kann mich ruhig steinigen, aber was hat dich motiviert zum Streamen? Was hat mich motiviert zum Streamen? Haben wir schon oft drüber geredet. Und irgendwie reden wir da jetzt mal bei einem Blättschmalz, reden wir mal kurz drüber. Wir haben ja dieses Jahr sowieso die Feier des 6-jährigen Jubiläums. 7-jährigen? 7-jährigen Jubiläum. Ich glaube, am 7. Mai ist immer Jahrestag hier drin. Da ist How to Leberkäse gekommen und das war irgendwie verantwortlich für alles. Kannst du keinem verzeihen. Hey, ich habe ein Video über Leberkäse gemacht und am nächsten Tag ist irgendwie alles komisch gewesen. Flo, merci dir! Tommy, merci dir, ein Fünfer. Kuss auf die Nuss. Weiß ich nicht, ist überhaupt noch irgendjemand da, den das interessiert, was mich zum Streamen motiviert hat? Wahrscheinlich möchtest du jetzt seit Herrn ein Skate. Natürlich auch. Jeder sitzt daheim und denkt sich, Alter, ich möchte Computer spielen und damit Geld verdienen. Wer da Nein sagt, ist ein geistig Behinderter. Und wenn ich Nein sagen darf und ich freue mich da nicht drüber, über Donations oder irgendwas, dann da in die Kamera liegen. Das glaube ich, habe ich auch schon 5000 Mal gesagt, natürlich freut mich das. Trotzdem wird es für mich nie selbstverständlich sein, dass das passiert. Was da heute auch schon wieder passiert ist, ist. What the fuck, Alter? Ich werde das nie nachvollziehen können. Nie. 6.5.2018 ist der Discord online gegangen. Da brauche ich gar nicht schreiben. Erst habe ich es gelesen, dann habe ich geschaut, wer es geschrieben hat. Da brauche ich gar nicht schauen, wer das geschrieben hat, weil ich es weiß. Stefan. Ich frage mich lieber, ob es da gut geht. Mr. TS? Momentan ja. Glaub schon. It's all about the Benjamins. Es ist nicht about the Benjamins. Es auch. Natürlich ist es ein Motivationsfaktor. War ja heute, das war voll geil. Aber, was bei mir eine viel größere Rolle spielt, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, vielleicht wird das auch als, ja, das sagt er jetzt oder so, oder als ironisch aufgefasst oder sonst was. Ich bin eine fein geile Fotze. Die Bestätigung ist schon ganz geil von so viel Leid. Brauchen wir nicht schmerzen. Und nach der suche ich schon lang. Schon wie wir noch ganz klar waren. Habe ich immer davon geträumt, irgendwann war es mit Musik. Und das Gitarrenspielen gelernt und das war so geil, machen wir Band und dann vor Leute spielen und Zeig und Klump. Und
Ich bin aufgewachsen mit der Internetgeschichte und mit diesem Videozeug. Und ich sehe dann sowas, wenn dann Videos gesehen werden und Leute feiern das, dann sitze ich schon auch da und feiere das Video vielleicht. Aber innerhalb von einer Sekunde ist der andere Gedanke bei mir immer gewesen so, das glaube ich kann ich auch. Das glaube ich kann, weiß ich nicht, das mag ich probieren, das glaube ich kann ich auch, probieren wir es einmal. Und so habe ich das dahin probiert. Und irgendwann ist dann ein Streamen aufgekommen, das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, das war so, wann, worum waren das so? 2010, 2011, 2012, das war, glaube ich, so die Zeit, wo ein PewDiePie, den darf halt auch jeder kennen darin, das ist der größte YouTuber jemals, mal geschissen auf den Mr. Beast, oder was der treibt, das, was soll das eigentlich, das ist völlig utopisch. Ich finde es lustig und geil natürlich, aber das ist halt völlig, also leck mich am Arsch, Alter. Für mich ist der PewDiePie forever der größte YouTuber, den es gibt, und er war der Erste, der richtig riesengroß war und so. Und dann habe ich das so gesehen und dann ist die Streamerei gekommen mit Twitch. Und das habe ich nie verstanden. So, jetzt freiwillig auch meine... Luis! Jetzt, wenn es keine Rüde gibst, Kriminal feiern, das war da von hinten. Ich schaue, ich sehe mir bloß das Ding da aufgefahren, schaue automatisch in die Listen unten rein, und dann steht da der Luis und der von hinten. Mit Now und Now. Nur wegen die Donation. Merkt man jetzt mal. Das ist halt der Teil, der mir für immer zuwiderbleiben wird. Für immer. Weil es... Nee. Mittlerweile haben wir so weit, dass ich... Das ist ja okay. Das ist ja... So Subscriptions. 5 Euro im Monat. Da wird der Zuschauer, wenn er ihm wirklich taugt, was er da sagt und wenn er Bock hat und so weiter und so fort. Dann bin ich mittlerweile sogar schon so weit, dass ich sage, das ist akzeptabel. Da wirst du nicht arm, ich werde nicht reich, außer es machen 30.000, aber da haben wir nur ein Stückchen entfernt davon. Dass es okay ist. Mal eine Donation, mal ein Zwickel, mal was einschreiben, mal irgendwo. Das kann ich mittlerweile alles noch, da habe ich ewig gebraucht dafür. Aber sowas, was der Louis da tut zum Beispiel! Oder beim Austrian, da habe ich sowieso schon lange aufgegeben. Das Lustige ist, bei dem habe ich vor 3 Jahren schon aufgegeben, aber es ist ihm einfach wurscht. Es ist ihm einfach wurscht. Es ist ihm einfach wurscht. Ich bedanke, das ist das Zwiegespaltene. Natürlich freut mich das, ich von ganzem Herzen danke dafür, was die letzten 7 Jahre da passiert ist. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das hat mir aus einer und mehreren dermaßen im Bullshit-Scheißdreck herausgezogen, dass alles bloß noch schäbert. Mehr Dusel als Verstand. Und wo waren wir stehen geblieben? Dankeschön. An alle. Luis, Schluss jetzt. Donation-Verbot. Plus Donation-Link benutzen und nicht YouTube-Hälfte in Schirm. Daumen hoch. Wo waren wir? Dann hat die Streamerei angefangen mit Twitch. Wer war da schon dabei? Also nicht bei mir jetzt, da war ich noch nicht da. Da habe ich noch nichts gemacht. Da habe ich auch schon was gemacht, aber da hat noch keiner gewusst, wer ich bin. Die 300-Video zum Beispiel. Mit der Streamerei. Wer ist da von Anfang an schon Twitch-Konsument gewesen, so 2011, 12? Kuss auf die Nuss. Lausburg, Schluss, das Finanzamt sagt. Danke! Ich bin mir nicht sicher, wem es lieber in anschaue, beim Finanzamt oder YouTube. Ich glaube, dass es mir wurscht ist. Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Aber da weiter, passt die. Schluss jetzt mit den Donations, ohne Schmarrn. Das ist ein schönes Thema, über das haben wir uns so auf dieser Ebene noch nie unterhalten, glaube ich. Und ich mag nicht wieder in der Vergangenheit schwelgen und keine Ahnung. Aber, wenn jemand schon so direkt fragt, habe ich gerade Bock jetzt da drüber zum Schmerzen. Dann ist Twitch so gekommen. 2011, 12 etc. glaube ich rundum. Schluss jetzt! Das ist einfach die Ehrlichkeit, die da so hochrennt. Das ist auch was. Ihr wisst doch gar nicht, ob das ehrlich ist, was ich da labert. Uns trennten mal... Halt doch jetzt dein Maul. War mittelmäßige Idee. Linzep! Bavarian Dream! Es ist einfach der Ehrlichkeit, die du da so hochrechnest, auch jetzt wieder, wie du drüber redest, das macht dich einfach nett und sympathisch. Man merkt, dass du das gern machst und dir das einfach Spaß macht. Linzep, aber von dir sind die Donations jeden Cent wert.
Vielleicht war das gar kein Salz. Und auf einmal hab ich voll Schleichschmerzen! Und hab sich eine Teller in die Augen. Hallo, 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 hallo! Okay, das war zu anstrengend, die Schwitz. Die Frage ist, warum hast du da einen Salzstreuer stehen? Ja, weil ich vorher etwas gegessen hab. Lasagne habe ich gegessen. Mikrowellen-Lasagne. Wir haben noch immer noch kein Kick. Aber ja. So, wo waren wir jetzt? Ja, jetzt, das ist jetzt Löwenzepp, oder das ist Sauberzweig. Kruzifix, stop it now. Trink mal einen Reparaturweizen. Schluss jetzt. Ohne Schmarrn, jetzt ist es sauberznares Schluss. Schluss. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Tomi, warten August abbiegen, da sprengen wir alle Rahmen. Nein. Im August ist Sommerpause. In 4 Wochen ist Sommerpause, oder? Wo ist denn die Zeit hier, oder? Völlig narrisch. Kommen wir aber auch noch dazu, denn mir wurde schon mal sehr, sehr, sehr ausführlich vorgehalten, dass man mir nicht mehr glaubt, dass ich das da zum Spaß mache. Sehr lang und sehr ausführlich sogar. Da hat mir jemand Romane geschrieben, oder öffentlich in die Kommentare unter dem Stream übrigens. Da wo ich mir denke, was schreibe ich da eigentlich so lange zurück? Was soll denn der Kass jetzt sein? Dem kann ich eh verzeihen, was ich will. Er glaubt es mir einfach nicht. Ja, ist aber Leute, Dankeschön. Muss ich noch was lesen, was ich nicht tobe. Der Nightbot, der faule Hund, hat in allen Jahren keinen Pfennig gespendet für den alten Mann im Internet. Da schaut mir immer zu, sonst der Huren. Nein, nicht der Gronk. Was? Bierman, merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei. Schluss. So. Ach, der It is what it is Typ. Ja, Capricorn schon. Ja, es gibt mal, ich hab da im Discord das kurz einmal erwähnt, wo ich mir denke, so, sagt es mir. Ich möchte es schon auch wissen. Wenn ich irgendwann einmal, ich weiß auch nicht, wenn ich irgendwann anfange, nicht mehr wertschätzen zu können, was ihr da tut, oder keine Ahnung, jetzt bitte, das meine ich jetzt wirklich, jetzt wird es langsam narrisch. Alter, es ist immer wieder schön, dass du so ehrlich über das sagst. Ihr wisst doch gar nicht, ob es ehrlich ist. Das ist doch das Schlimme! Ich kann euch doch da sonst was runterbetten da vor der Kamera. Aber ich tue mir halt einfach auch selber einen Gefallen. Das glaube ich, habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich es eben mit aller Gewalt versuche zu vermeiden, weil es sowieso irgendwann aufkommt. So. Wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle. Wenn ich, was weiß ich, Beispiel haben wir gerade drüber geredet, Dr. Disrespect. Im Hintergrund, irgendwann kommt irgendwas auf und dann macht's so. Und ich bin weg. Wow, das hat sich ja Vollgas rentiert, oder? Maxi! Kuss auf die Nuss, merci dir. Schluss jetzt. Ihr habt jetzt alle und wen ich morgen wissen alle. Donation-Verbot, Schluss jetzt. Der Rotter, Leute geht's ins Land auf Wexfest. Da geh ich nicht mehr hin dieses Jahr, Alter. Das ist am Freitag auch mal gelang, das so, aber es ist. Zumindest fühlt es sich ehrlich an. Also, natürlich, ich denke mir so selber, ich war doch genau der gleiche. Ich rede aber so, als da die mir selber zuschauen. Wenn ja irgendein Trottel da vor der Kamera sitzt, ja, der kann mir ja Pfeifer sein, wenn der Tag lang ist. Was möchte er denn? Franz! Franz! Franz, merci. Franzen! Der Birger, ich schau dich schon 5 Jahren, freue mich jeden Montag und Mittwoch, wenn du streamst und wirklich sauber runter. Es ist so utopisch. Ich hätte es jetzt bitte auf, weil es was. Schau her, Gegenargument. Jetzt bei so Wort. Gegenargument, wenn ich es nur fürs Geld dort hat. Wie viele Sponsorings? Ich möchte jetzt Zahlen im Chat sehen. Nicht die Zahlen da, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Wie viele Sponsorings zum Beispiel, wo locker wahrscheinlich die wenn nicht die größte Einnahmequelle wäre für einen Streamer, Content Creator, was auch immer, habe ich in die letzten 7 Jahren genommen. Wie viele? Los. Gurtgeil, merci dir. Freier, merci dir. Lissi, merci für den Resub. Franzen, es ist zu viel. Kuss auf die Nuss. Auf die nächsten 5 Jahre. Dankeschön. Gurtgeil, merci für den 5er. Bitte lüg mich an. Du also, Tomi, sagen wir es so, wie dein letzter Stream vor der Sommerpause wird bombig, da sage ich dann... Jetzt bitte, nein. 1, der Senf. Okay? 1, 5, 10, 0, alle. Stimmt, einer, ja, Jörg, du bist ziemlich gut dran. Der Meister schreibt 1 oder 2. Jedes. Franzen schreibt 2. Es gibt ein paar Leute, die der Senf zählt.
Da wieder freiwillig, wie es ist, da habe ich noch nichts gewusst, dass das ein Sponsoring ist. Da habe ich keinen Cent Geld dafür gekriegt. Keinen Cent. Ich hab mich einfach über Backerl Senf gefreut und hab mir gedacht, geil, easy Content schon, ja. So, das war eines der ersten Videos, die ich überhaupt gemacht habe. Das war kurz nach dem Leberkäse-Video halt. Raid Shadow Legends letztes Jahr am 1.4. Spreng heute auf dein Maul. Eigentlich 0. Da wieder 2 für die Kirche. Jackson, merci dir. Knädelwusler, merci für den 5er Stipo, merci dir. Hört jetzt auf mit der Donaterei. Schau, das nächste Beispiel. Wenn ich es nur fürs Geld mache, da ich mich mindestens einmal in der Woche da herhocken mit einem Blättschmerz und über dieses Thema reden, weil offensichtlich triggert euch das ja Donations aus der Hosentaschen. Habe ich so das Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht, was das soll, da jetzt aber gut. Okay, reden wir über ernsthafte Sponsorings. 0. Ja? Das mit dem Trachtmann, Chris ist herin übrigens, glaube ich weiß nicht, ob er immer noch zuschaut, aber ich glaube, er ist herin, er hat vorher mal was geschrieben. Das mit dem Trachtmann ist kein Sponsoring, Alter. Ich krieg da keinen Cent Geld dafür. Und er von mir übrigens auch nicht. Also umdreht auch nicht. Also es ist einfach, erstens, ich hoffe, der Chris sagt das also. Es ist natürlich keine sehr persönliche Freundschaft nicht, weil wir uns, ich glaube, in den 7 Jahren leider nur 2-3 Mal gesehen haben, weil wohnen wir ewig weit auseinander. Das ist ja leider nicht so einfach. Ich übersetze für ihn seine Heftel und das mache ich mit Liebe, weil ich, wir sollen sagen, ich frage jemand, hey, magst du meinen bohrischen Comic auf Bohrisch übersetzen? Welcher Vollidiot sagt denn da nein? Der Maul. Symbiose ist ein schönes Wort. Habe ich gerade da irgendwo gelesen, glaube ich. Eine Symbiose, Bernie. Sehr schönes Wort. Und im Gegenzug zeichnet er für mich einige Motive einmal, maximal 2-mal im Jahr für mein Merch. So. Und das war's. Man, natürlich verdiene ich da damit Geld, wenn ich ein Merch verkauft, das ist schon klar. Aber das ist kein so, und ich halte für ihn, wenn ein neues Heftel da ist, stelle ich euch das im Stream einmal kurz vor. Es ist übrigens ein neues Heftel da, Trachtmann, die Nummer 18. Ich habe es leider Gottes nicht griffbereit da. Doch, habe ich schon was. Achtung, Werbung. Trachtmann.de gehen, kaufen. Los. Und da habe ich keine Sekunde ein schlechtes Gewissen. Wenn einer allein hergeht, eine Comicfigur entwickelt, das alles selber macht, bis auf die bayerische Übersetzung, die mache ich, und sagt, fick dich mit deiner normalen Scheißarbeit, ich mag das machen und zieht es durch. Und ich mag es, wenn jemand was kann. So, Frodo, du bist jetzt der Erste. 25 € zurückziehen. War per PayPal. Kuss auf die Nuss natürlich. Zurückziehen, Trachtmann.de gehen, 2 Heftel kaufen, kriegst so viel Schund zurückgeschickt mit Aufkleber, Poster und was weiß ich was, dass du nicht weißt, wohin damit. Los. Frodo! So, jetzt mein Pseudonym beiseite. Ich bin der Kev und Birger, du hast keine Ahnung, wie froh dass ich bin, dass ich die gefunden hab. Der Ausstrahlung allein macht einen einfach happy und reißt einen mit. Hast mir aus der größten Kacke geholfen. Das ist so utopisch, wenn jemand sowas schreibt, das ist für mich einfach nicht greifbar. Das freut mich sehr. An alle, die vielleicht daheim hocken und eine beschissene Dreckszeit haben, ich weiß, es ist leicht gesagt als getan. 10 zusammenbeißen und durchdreschen. Sie regeln das schon. Der Zukunfts... Deinen Namen einfügen, wird Locher drüber. Sie werden sehen. Merci dir, es ist zu viel. Schluss jetzt mit der Rundoneterei. Schlechteste Werbung vom Nightbot. Was? Chris Glöber, Haus- und Hofdödel des Birger und Erschaffer und Zeichner des Trachtmann. Birger, lies mal Resub bitte. Wo? Sponsoring mit dem Sané. Ja, da die auch nehmen. Da die auch auf alle Fälle gut davon kommen. Zitronen gehen nicht mehr für den Resub. Was ist denn mit deinem Podcast? Den gibt's vorerst nicht mehr. Vielleicht kommt er irgendwann wieder. Weiß ich noch nicht. Aber vorerst mal nicht. Und von der geistigen Behinderung, die wir von den Streams davongetragen haben, sind auch nicht. Ja, irgendjemand muss die Behindertenquote in den Tee treiben. Hallo? Was ich mich frage, ob du nur so viele Donations kriegst, wenn du die Sounds immer ausmachst und nicht vorliest, das wäre sehr interessant. Wie oft habe ich das wird einfach nicht passieren, Alter. Das ist nicht, das kann man natürlich mir jetzt wieder so auslegen. Natürlich liest er die vor, natürlich reagiert er drauf, weil es da noch mehr werden. Auf der anderen Seite denke ich mir aber halt, Alter, da ist jemand, der geht her, der wirft mir da einen Fünfer her und schreibt irgendwas. Und manche, ich lese schon einige nicht. Heute habe ich nicht einmal, ein Viertel habe ich nicht vorgelesen, glaube ich. Ich sag zumindest Dankeschön, das ist einmal das Mindeste, möchte ich behaupten.
Crowsauden! Welcome to the squad! Ja, aber die Engels gleiche Stimme. Danke dir für die Mitgliedschaft. Schluss jetzt. Bürger, mein Reservoir da überlegt. Ja, sechstes! Was soll ich machen? Der Oceanman schreibt. Birgbert! Da, Spieleempfehlungen! Mittendrin, Alter. Wir reden mal über was weiß ich, was wir gerade geredet haben. Jetzt können wir mit Spieleempfehlungen, Alter. Disco Elysium, habe ich Offstream gespielt. Drug Dealer Simulator, steht auf der Liste. Inspector Schmidt, a Bavarian Tale. Steht auch auf der Liste, tatsächlich. Letzteres weiß ich nicht, ob es gut ist, finden wir es raus. Das war mir dann wurscht, ob es gut ist oder nicht. Das ist, glaube ich, ein bayerisches Spiel mit und so weiter. Warum ich da überhaupt nicht gefragt werde für die Synchronisation, finde ich eine Sauerei, wer immer der Entwickler ist. So, wo waren wir stehen geblieben? Also pass auf, das Beste in der ganzen Woche sind deine Streams und jede Woche seit 5 Jahren. Milena schreibt das. Milena, da krieg ich direkt ein Flashback. Beitels mich kurz ab, wenn ich Milena fast gelesen. Ja, ist wurscht. So, zurück zum Dings. Warum bin ich da, was hat mich motiviert, Streamer zu werden? Ich hab 2015, 14, 15, ihr hört einfach nicht auf, ich möchte gern, ich lese jetzt einfach nicht mehr. So, ich sag nur noch Dankeschön. Ich bin dann aufgewachsen, was heißt aufgewachsen? Das ist gerade mal knapp über 10 Jahre her. Merci, Domi. Mit dieser Twitch-Geschichte. Und da war nicht einfach Livestream. Und ich weiß nicht, wenn wir ihr, meine ganzen Gamerspätzeln und so, haben wir uns immer drüber lustig gemacht so und haben das auch nicht so ganz verstanden so. Jetzt Moment mal, da sitzen Leute, die spielen Computer und dann sitzen da Leute und nicht bloß 2 oder 3, sondern ewig viele, die schauen dazu. Hä? Anstatt das selber spielen. Hä? Was soll das? Das habe ich lange nicht verstanden. Das meine ich wirklich jetzt. Ich habe es lange nicht verstanden. Und dann, über die Jahre geht das halt so dahin. Irgendwann habe ich es dann verstanden, weil ich mich selber dabei erwischt habe, so mit, der spielt das, wie macht der das so? Oh, der ist einer lustig, keine Ahnung, bla bla bla. Von hinten merci wieder ein Zwickel. Und dann habe ich angefangen so, das probiere ich jetzt auch, keine Ahnung. Ich habe damals schon Videos gemacht, Bavarian 300, Bavarian Reservoir Dogs, Bavarian Zap habe ich angefangen und alle haben so ein bisschen viral gegangen für die damalige Zeit. Ich meine, das Bavarian 300 Video, glaube ich, über 1 Million Aufrufe auf YouTube. Das ist mein größtes Video, das ich jemals gemacht habe. Aber ich habe nie was draus gemacht. Der Hotzahn ist jetzt vielleicht für ein kleiner Tipp für jeden, der selber irgendwie anfängt, wenn du einen viralen Hit hast. Weitermachen, weitermachen, weitermachen und weitermachen. Und nochmal weitermachen. Um das so gut wie du kannst aufrechtzuerhalten. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen wahrscheinlich wie von allein. Wenn du das Level von deinem ersten viralen Video nicht halten kannst, dann funktioniert es nicht. Ich habe das Glück gehabt, dass irgendwann dann 2017 das Leberkäse-Video viral gegangen ist und zwar völlig aus dem Ruder laufend. Das erste Mal. Und dann habe ich die Art Video weitergemacht. Und irgendwie anscheinend, wenn man die Video jetzt 7 Jahre später anschaut, dann läuft es meist keinen Bugel ab, weil ich mir denke so, Alter. Was? Und ich habe das irgendwie aufrechterhalten können und dann ist das so herangewachsen. Hat irgendwie funktioniert, keine Ahnung. Und dann habe ich mir halt auch vorher aber schon eingebaut, so, ja, Alter, 1 Million Aufrufe auf dem Video und so weiter und vielleicht hat irgendjemand den Namen Birger im Kopf und keine Ahnung. Fangst du mal zum Streamen an. Und dann habe ich 2014, 2015 angefangen zum Streamen und zwar, da habe ich dann meinen Halbtagsvertrag gekriegt, schon, wie ich es oft schon erzählt habe, lang vor YouTube. Keine finanzielle Entscheidung, das interessiert mich nicht. Es ist also, wie soll ich sagen, ich mache das nicht wegen dem Geld, ich war schon immer fauler Huren. Ich weiß nicht, ob Mom zuschaut, aber die kann das vielleicht bestätigen. und deswegen habe ich meinen Halbtagsvertrag geben lassen, den wollte ich halt einfach haben. Natürlich verdient man da weniger, aber es ist ja schon gar nicht, es klang schon. Ich mag lieber irgendwas anderes da, auf was ich Spaß habe. Und dann habe ich Streamen angefangen. Von Nachmittag bis tief in die Nacht hinein, jeden Tag. Zuschauer 3. Einer war ich, einer war Bierin und der dritte war der Leberkäse 99. Das war mein erster Fan, den ich jemals gehabt habe. Das habe ich so ein halbes, dreiviertel Jahr da. Und am Schluss habe ich eine Mini-Futsal-Community beieinander gehabt von so 10, 15 Leuten. Und hab, glaube ich, aber 2000 Stunden da reingestreamt. Ich weiß, das ist jetzt übertrieben. Ich weiß nicht, am Tag Minimum 5 bis 8 Stunden. Minimum. Fast jeden Tag. Also völlig zur Gaudi halt.
wegen des Geldes natürlich, Herr Van Hin, natürlich. Nur wegen des Geldes. Ich habe mir immer jeden Tag ein Dreivierteljahr lang eingeredet, so, irgendwann kommt irgendein Narischer und, weiß ich nicht, gibt mir 8 Millionen Euro für das, was ich tue. Ja, eher nicht. Der Leberkäse 99 bist du? Nein, ist er leider nicht. Wir haben immer viele Leute gefragt, wo ich den Hofeihut, den Strohhut daher hat. Wer kennt den Strohhut? Den habe ich vom Leberkäse 99 gekriegt. Der hat mir irgendwann, wie das dann mit YouTube angefangen hat, und wir haben ein paar mehr Leute kennt, hat er mir mal geschrieben, hey, wir fahren gerade in Urlaub, ich fahre gerade mit dem Spezi, mit dem Camper in Urlaub und fahren wir an Landau vorbei. Dann hat er mir geschrieben, so, trink mal halbe. Und dann hat mir ich gedacht, weißt du was, das tun wir jetzt. Dann bin ich runtergefahren und hab mir am Volksfestplatz eine halbe getrunken. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich schenke dir jetzt den Hut. Hab mich gefreut, habe ich die Ehre. Dein Mann hast du im Stream schon lange nicht mehr. Mann! Anruf! Downlimit, merci dir, du geiler Wichser. Das ist wichtig, ein Caps Lock geschrieben. Da gebe ich mir einmal Mühe und du lese, wo? Wo? Oh, da unten, scheiße. Downlimit hat gereset. Servus Chef, monatlicher Resub. Und was der Kev erzählt, stimmt. Da geht's, denke ich, einigen so mit deinem geistigen Dümpfe, du hilfst einigen zu lachen. Das ist sehr schön, wenn ich das lese. Für mich ist es aber heute nicht versetzt, ich versuche immer in Lage zu machen. Ich habe auch bloß einen Chat von mir. Ich kenne euch ja persönlich nicht. Ich kriege eine Reaktionen, nur einen Bruchteil davon mit, wenn ich versuche lustig zu sein und es hat funktioniert, dann sehe ich ein paar Smileys. Aber ich kriege ja keine Reaktionen mit, ich höre euch nicht lachen. Ich sehe euch nicht, wie ihr darauf reagiert und so weiter und so fort. Und wenn ich da am Zocken bin, was wir mittlerweile ja hauptmäßig machen, jetzt schon seit über einem Jahr, ich glaube, war nicht heute vor einem Jahr der letzte Twitch-Stream? Haben wir wirklich weniger Leute waren? Nicht wirklich. Ich meine, im Sommer sind wir immer viel weniger Leute wie im Winter, das ist ganz normal. Da kommt dann auch einmal ganz kurz mal so die Kanalexistenzkrise, so den ganzen Sommer über. Oh Gott, da haben bloß 895 Leute drin. Alter, jetzt geht alles am Bach. Wo haben die? Normal haben wir bei 1200, normal haben wir bei 1400. Was ist denn jetzt kaputt? Keine Ahnung. Dann ist Sommerpause, dann scheißen wir erst recht in die Hosen. So freiwillig ist mir auch unterstellt worden übrigens, dass mir das nicht glaubt wird. Und dann geht Hui, dass du Angst hast, dass die Leute vor mir furzen, bla bla bla. Ja, ist halt so. Bin ich der umeinander streamt oder du Trottel? Was weißt du, was mir ich hä? Ja, ist eh wurscht. Und dann komme ich nach der Sommerpause wieder und ihr habt zum Beispiel keine Ahnung, wie mir das gefreut, wenn es dann eskaliert danach. Natürlich gefreut mich das. Dann weiß ich, geil, es ist alles wie beim Alten, es sind alle Leute noch da, alle Leute haben immer noch Bock, ich habe einen Monat lang ein bisschen Abstand hiervon bekommen. Das tut jetzt dann auch nicht gut, das sage ich dir freiwillig, wie es ist. Ich glaube, ich habe noch nie so durchweg, deswegen haben halt Videos rausgefallen, sage ich dir, was es ist, die hätten mich aufgefressen. Irgendwann gehe ich her und sage, ich mag nicht mehr. Weiß auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Ohne, dass das jetzt irgendwie kitschig behindert sie anhört oder sonst irgendwas. Natürlich ist mir das wichtig, was ich verstehe, aber ich verstehe aber auch die Unterstellung nicht. Was soll denn der Krampf? Irgendwann kommt halt auch der Punkt so, da sitzen, ich meine, ich krieg's ja mit, dass die Donaterei nicht aufhört. Kommando voll raus! Kuss auf die Nuss, kriegst du den hier. Und sie hört auch nicht auf, wenn ich es nicht einmal mehr lese! Luis! Hafer, Safer, Hafer. Ja, vor allem ist die dreifache Arbeit, weil es schützt wie Arschli. Ich verstehe es nicht. Luis, merci dir. Schluss jetzt damit. Ernsthaft. Es reicht. Es ist überdimensional mehr als genug. Okay? Luis, danke dir. Firefighter, merci dir. Lese gleich. Wo war ich jetzt? Ihr bringt's mich dauernd durcheinander. Hast du angenommen? Nein. Ich habe mir nur ein Board zugeschnitten. Da wirke ich dann immer 5 bis 10 Kilo leichter. Du hast damit 2 Wochen Stream zurück, schau also Chewbacca. Jetzt bin ich mal durchgefahren. Grob. Gelangt. So, wo haben wir stehen bleiben? Jetzt kommt die wieder. Kraus! Show! Servus, Birger, ich beobachte dich schon länger, aber mit den Elden Ring Streams hast du mich gehabt. Oh, schau her. Ich habe den Eindruck gehabt, dass die Elden Ring Streams einen Haufen neue Leute erzogen haben. Was mich sehr freut. Weil die bereits bestehende Community viele damit nichts so fahren können, wenn es einmal nicht Blödsinn ist.
sondern halbwegs ernsthaftes Gameplay, soweit es meine Fettfingerei und mein Alter noch zulässt. Das freut mich wirklich sehr, Herr Kraus. Ich warte noch, bis dein Controller in der Wind steckt und du dein Kabel durchbeißt. Weiter so und danke für den Content. Niemand braucht sich bei mir bedanken, was ich hier tue. Der Einzige, der Merci sagen muss, bin ich, oder? Der Einzige, der Merci sagen muss, bin ich. Ganz speziell im letzten Jahr, finde ich, wo ich einfach konsequent mit ein paar Sachen, wo ich immer davon überzeugt war, wenn ich das aufhöre, dann kann ich dem Ganzen zuschauen, wie es jetzt dann aufhört. Und es passiert, ein Scheißdreck passiert. Wenn ich mit Videos aufhöre, aber ganz ein schlechtes Gewissen gehabt mit dem Podcast. Ich habe aber auch schon wochenlang mit mir gerungen, so, es tut mir leid, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Es ist jede Woche dasselbe. Nichts Besonderes. Um das richtig was zum Besonderen zu machen, wird es sauber krass viel Arbeit mit Leid einladen und was weiß ich, was soll so einen richtigen Plan dahinter haben. Das ist sauber viel Arbeit für das, was zukommt. Ich sage jetzt auch freiwillig, was es ist. Wenn es sich nicht rentiert, dann habe ich auch keinen Bock nicht. Das ist auch so. Da ist jetzt das was anderes, das ist keine Arbeit nicht. Ich sitze mich da her völlig unvorbereitet, schalte die Kamera ein und los geht's. I don't give a fuck. Und das ist das Schöne beim Zocken. Das mache ich einfach gern. Das mache ich, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Und dann ist Twitch gekommen. Da haben wir stehen geblieben. Dann ist Twitch gekommen. Dann habe ich 2015 da gestreamt und ich habe es geliebt. Ja, da sitzen Leute da, manche feiern die. Und dann ist das mit YouTube gekommen. Und dann habe ich bekommen, was ich wollte. Nämlich Bestätigung von außen. Natürlich tut das gut es ist aber auch zu viel des Lobs. 1000-mal gesagt, du bist der Beste, ja, ist so lustig und die Leute feiern, was du machst. Muss ich mich da rechtfertigen dafür, dass ich das gut finde, dass eine große Menge an Leuten feiert, was ich mache? Glaube nicht. Natürlich taugt mir das. Und jeder, der sagt, nein, für was machst du das denn dann? Nein, ich mache meine Videos nur für mich, die soll keiner anschauen. Was ist denn das für eine Behinderung? Und das Beste, was dann passieren hat können, dass ich schon ein bisschen Erfahrung im Streamen gehabt habe. Zwar nicht vor großem Publikum, aber ich habe gestreamt. Ich kann spielen, gleichzeitig irgendeine Scheiße labern und sitze nicht da bei den meisten. Achtung, zweiter Pro-Tipp. Du fängst zum Streamen an. Deine Kamera ist ungefähr so. Warte mal. So, da, so. Überall da ist LED, RGB, super krasses Todessetup und das krasseste Shure-Mic, das du jemals in deinem Leben gesehen hast. Und dann streamst du vor 2 Leuten, ein Dreivierteljahr. Und wenn jemand in den Stream einer kommt und was in den Chat reinschreibt, machst du den. Oh, jetzt bin ich gestorben. Ja, nochmal neu. Jetzt gehen wir mal da nach hinten. Da gibt es auch noch was zu finden. Jetzt bin ich wieder gestorben. Ja, dann nochmal von neuem. Und am allerbesten schneidest aus dem Scheiß dann nur einen Short aus, der keinerlei Kontext, keinerlei Sinn und weder lustig, der hat keinen Tipp, der ist nicht witzig, du hast keinen Skill, ich behaupte von mir, ich habe weder noch, ich habe keinen Skill und bin nicht lustig, aber das müssen Sie entscheiden, nicht ich. Und dann wird sich gewundert, warum nach einem halben Jahr da keine 500 bis 1000 Leute im Stream sitzen und man nicht mit Geld zugeschissen wird. Was soll jetzt da machen? Was soll ich... Und ich war der Gleiche. Ich war der Gleiche damals. Ich bin auch sehr viel da gesessen und hab nicht geredet. Wahrscheinlich den Tipp, den man am meisten kriegt, von anderen, die es vielleicht schon geschafft haben. Wenn du vor einer Person streamst, die du selber bist, tu so, als daten dir 100 zuschauen. Tu einfach so. Anders geht's nicht. Und ich weiß, wie schwer das ist. Trust me. Ich weiß, wie schwer es ist. Aber nur so, da übst du es da. Es hören die Donaterei hört ja aber auch nicht auf, wenn ich es einfach gnadenlos ignoriere.
Was ist mit euch? Besser, was auf ARD und ZDF kommt. Ja gut, das ist wieder was anderes. Das Geld spricht eine andere Sprache. Nächstes Thema. Und das meine ich jetzt auch ernst. Natürlich hat man im Hinterkopf immer den Gedanken, boah geil, wenn dann der Erfolg kommt und so weiter, dann ist das Geld nicht weit. Brauchen wir nicht schmerzen. Bis ich kapiert habe, was da herin passiert, finanziell. Ich kapiere es ja jetzt noch nicht ganz. Und das meine ich ernst, was das soll. Es steht im keinem Verhältnis. Das habe ich schon so oft gesagt. Und das meine ich ja ernst, es steht im keinem Verhältnis. Ich kann nur verstehen, wenn dann irgendjemand daheim sieht, ich bin ja genau der Gleiche. Alter, bist du behindert? Der sitzt beim Computerspielen und du scheißt ihm 1000, du wirst dann Vollschlag, Alter. Muss ich im Monat arbeiten dafür. Ja, nicht ganz, aber fast. Was denn Vollschlag, Alter? Das kann ich auch. Aber dann kommt auch sofort die Retourkutsche. Ja, wenn du das auch kannst, warum machst du es denn dann nicht? Das ist dann noch so das, was mich denkt. Diese finanzielle Geschichte kommt ganz von allein. Anders kann ich es nicht sagen. Habe ich mich jemals da hergeguckt und habe bettelt? Habe ich jemals gezielt irgendwas aus monetärer Sicht getan? Okay, der Merch. Da ist es schwierig, das zu verteidigen. Weil wenn ich nicht verkaufen mehr, dann darf ich ihn nicht machen. Okay, das lasse ich mir unterstellen. Der Merch hat finanzielle Absicht. Ja. Und Kappin zum Beispiel. Natürlich hat der finanzielle Absicht. Es ist aber was, aber muss ich mir doch recht, was soll denn das? Es zwingt ja keiner, dass du es kaufst. Außerdem ist das geilste Kappe, das dieser Planet jemals gesehen hat. Abgesehen davon mal. Egal. Und es darf sicher nicht beschissenen Dreckstechniken und Mechaniken geben, um jeden einzelnen beschissenen Cent aus so einer Community rauszuziehen, wo es genügend gibt, das deren. Ich werde von manchen Freunden manchmal sehr ekelhaft angesprochen und gesagt, du bist ein totaler Volldepp. Du bist ein totaler Volldepp, Alter. In 5 Jahren stehst du hier und wirst es bereuen, dass du die Sponsorings nicht angenommen hast, du Vollidiot. Vielleicht. Aber ich schlafe echt gut. Irgendwie. Und vielleicht ist das, so red's mir ein, so ein bisschen der Grund, warum das nach 7 Jahren kein Skandal, kein irgendwie Bullshit, keine behinderte Umeinanderliegerei, Schmatzer, sonst irgendwas, Behinderung, keine Ahnung was. Und da wird auch nichts kommen, es soll freiwillig schon, weil was soll denn kommen? Ich kann mit wundervollem, besten Gewissen, keiner wird gezwungen. Was soll jetzt da sagen dazu? Und ich hoffe, das ist in Ordnung. Wann kommt der Küchenstream? Wollen doch wissen, was du mit unserem Geld machst. Das schauen wir mal. Es war eigentlich schon einmal gut, so ein gutes, altes Birgers Kochstudio in der neuen Küche. Du willst für deine Arbeit bezahlt werden, widerwärtig. Sprenge das, was ich da mache, ist keine Arbeit. Das, was ich mittlerweile da mache, ist keine Arbeit. Fühlt sich nicht an wie Arbeit, sagen wir es so. Vielleicht ist, im Prinzip sitzt in deiner Arbeit auch bloß eine Zeit ab. Theoretisch kann man es so ummünzen. Alter, wie kommst du jetzt auf die? Du bist noch nicht so lange dabei, dass man da herin den Namen eigentlich nicht schreiben darf. Können wir uns gerne auch mal drüber unterhalten. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Über unseren Spezialfreunden in dieser Community. Was passiert, wenn du auf Wish Birger eingibst? So, jetzt muss ich mich schnell mal ein bisschen bei ein paar Leuten bedanken, weil ich die ganze Zeit da die Sachen aufploppen sehe und nicht eine Sache lese. Alter, Miezi, was tust denn du? Der Maxi, Schnallnix, Domi, Kruzifix. Max der Quampati, du bist auch schon seit Ewigkeiten dabei. Bestätige die anderen. Seit die Late-Night-Streams ganz am Anfang bist du fester Bestandteil bei mir. Der Online-Gute Laune steckt an, egal in welcher Phase. Ich bin auch mal nicht gut drauf. Ey, ich bin auch bloß ein Mensch. Kann man mir mit Sicherheit auch irgendwann einmal ankennen, dass ich halt vielleicht einmal keinen Bock hab. Aber das Lustige ist, und da lüge ich auch nicht, ich hab oft mal, natürlich kommt das vor, ich bin nicht auch bloß ein Mensch, sagt, leck mir am Arsch, heute macht ich auf die Nacht, da ich irgendwie gern was anderes. Sobald ich da sitze, um 10 vor, 5 vor 8, schalte ein und richt her und ich drück den Scheißknopf da zum Stream starten. Und das Gefäß ist weg und ich hab Bock. Das war noch nie in meinem Leben bei irgendwas so lang so, dass ich so lang Bock auf etwas hab. Max der Quampati, du bist auch schon extrem lang dabei, ich weiß, ich habe sogar ein Foto von dir.
Ja, hab ich noch. Kuss auf die Nuss. Maxi, Schluss jetzt mit deinen Riesenbeträgen. Glaub mir, ich springe mal vor, wenn 91% kommen rein da herin. Es weiß ich keiner so schnell schleichen und der Kev hat vorher recht gehabt. Du hast mir auch extrem geholfen. Da sage ich jetzt nicht mehr dazu, das geht aber wie Butter, da freue ich mich sehr, was auch immer es war. Danke dir, das musst man aber nicht spüren lassen mit was weiß ich, wie viel 20er du jetzt da schon reingeschissen hast. Schnall nix mehr, so wie den Zwickel. Da, kannst du haben, du Softie! Tommy, mehr so wie den Zwickel, ich sag nur 4000 km/h Gickel. Ah, das war Peak. So ein Kruzifix. Was wir mal wieder machen könnten? Wir können mal ein Kruzifix TikTok Revival machen. So mit 2 Jahren später mal nachschauen, ob immer noch alle geistig behindert sind. Ich hab selber mittlerweile, kann ich nicht mehr sagen, ich hab keinen TikTok-Kanal, weil ich jeden Scheiß schaut da auch auf. Ich rotz, ist mir scheißegal. Manchmal geht er viral mit 250.000 Aufrufe, manchmal ist er totaler Scheißdreck. Ist mir aber einfach wurscht, ich kümmere mich nicht drum, ich tue da gar nichts. Schauen wir uns wieder behinderte TikToks an und machen wir ein Kruzifix draus. Habe ich vor kurzem mal überlegt, so ein Kruzifix, also 5, 6 behinderte TikToks anschauen und mich reinbeleidigt ins Viech und zugemacht. Vielleicht kriege ich langsam mal wieder Bock, schauen wir mal. Waffeltrage, merci wieder im 5er. Bavarian Drink, merci für den Euro. Kuss, Oli, merci dir. Franz, merci dir. Louis, nochmal zum 30. Mal, merci dir. Maxi, zum 30. Mal, merci dir. Nein, es hilft dich in alles nicht, wenn es nicht gefreut, dann liest die Donau von vorher durch, bitte. Okay, da habe ich damit gerade erledigt. Maxi, merci dir. Scholzer Löwe, was hältst du vom Freak? Gut, mittlerweile beitet er sich ja wahrscheinlich auch, dass er mehr Reichweite hat wie ich. Mittlerweile mag das vielleicht sogar möglich sein, weil ich ja keine Videos mehr mache. Aber es gibt ein paar so Experten, die vergleichen seine, was weiß ich, 200.000 TikTok-Follow-Trottel wirklich, also die vergleichen einen TikTok-Follow mit einem YouTube-Follow. Und ja, manchmal, wenn ich da so zurückdenke, da ich mir wünschen, Kim fang halt noch einmal her, bitte. Weil jetzt darf sie sich rentieren. Vielleicht aber auch nicht. Weil die, ganz ehrlich, weißt du, wie dein TikTok-Fame ausschaut? Der ist lustig, like. Der ist auch lustig, like. Der ist halt. Moment, ich muss mir schon den Arsch abwischen. Das war lustig. Und seid mir nicht böse. Mit Ansage. Auf dieser Plattform schafft's jeder Vollidiot. Ich wiederhole mich nur ungern, leider Gottes. Leider Gottes. Jeder Vollidiot. Und zwar ziemlich einfach. Das Einzige, was ich halt so lustig finde, einfach, und ein paar Leute haben so lange dabei, dass sie die Geschichte kennen. Ich habe es nur nie in die Öffentlichkeit getragen, maximal ins Discord, weil ich mir halt gedacht habe, du Vollidiot kriegst bei mir keine Plattform. Der wollte mich mit aller Gewalt mich absagen, was ich für ein Hinterwäldler-Trottel bin und verzeiht die Leute, wie sie eine Leberkasse mit zum Essen haben und was ich für einer bin und was es soll und Kinder verarschen und was weiß ich was alles. Ein paar Videos drüber gemacht und lauter so ein Scheiß. Der hat gnadenlos untergegangen, weil der Typ einfach nicht lustig ist. Ja, das hat sich dann auch in seine Livestreams herausgestellt, die er dann irgendwann einmal gemacht hat. Wer mit aller Gewalt versucht hat nachzumachen, kriegt eine Donation mit, oh nein, das braucht's jetzt nicht, was tust denn da? Es ist so richtig schlecht halt einfach. Tja, dann kam TikTok. Und da auch die, wie soll ich sagen, wie war der Vergleich im Kruzifix? Wenn es dann gerade auf TikTok Fame sei, ist ungefähr so, als dass in der Lebenshilfe einen geraden Stecker schnitzen. Oder den geradesten Stecker schnitzen. Und macht halt dann genau die Videos von mir, teilweise 1:1 im 1:1 Wortlaut. Und es ist eben noch nicht einmal zu blöd, wenn einem da dann die Leute drunter schreiben, oh, da hast du aber gescheit beim Bürger bedient. Die werden dann ausgebannt. Oder mit einem dämlichen Smiley kommentiert und so. Es ist so erbärmlich. Und wenn es dann hart auf hart kommt,
Das darf ich darf's niemals machen. Niemals. Weil das einfach, erstens das Letzte, zweitens ist das fünffach arrogant, aber bei sicher nicht Pimmler. Da das manchmal gern, das was der Dampfler schreibt. Fragen mal, wie viel Euro das er pro 1000 Aufrufe kriegt. Dann muss ich leider Gottes, wenn wir es dann auf das runterbrechen und da geht es dann nun mal um die monetäre Geschichte, dann sitze ich mich da so her so. Und sage einfach nichts. Und warte auf den Jakob zum Beispiel. Entschuldigung, das habe ich mir jetzt schnell 4 Sekunden aussehen lassen müssen. Kurz. Ich hoffe, das nehmt es mir nicht übel. Ihr wisst schon, wie es meint. Die Leute, die da herin sind, die wissen, wie es meint. Heute 10 ist! Wollt man nicht etwas anschauen heute? Ah, Kruzifix, der Börtleik hätte sich gefreut, dass wir was anschauen. Jakob, merci. Servus, ein Kumpel und ich wollen ein Fest machen. Hast du irgendwelche Tipps? Das kostet Bier, fertig. Fertig mit dem Tipp, oder? Jakob, merci, sagst du im Spätsinn schon irgendwas. Lübeck! Kriegst du mal wieder einen Obolus von mir, hab auch schon lange nichts mehr gegeben. Niemand muss mir was geben. Ich hätte es aber einfach trotzdem, auch wenn ich es wegignoriere. Dankeschön an alle. Stefan, merci für den Zwickel. Motzband, wo? Der verbotene Name? Nix. Alter, der Name ist nicht mehr verboten. Das interessiert mich ein Scheißdreck, Alter. Soll er mit seinen, was weiß ich, wie viel hat er, dann hat er halt 250.000 Follower. Und, wenn er ein Video auflädt, schauen sie es keine 20.000, wenn er Pech hat. Und wenn wieder irgendeiner aus dem Nichts und keiner weiß wo, ein TikTok-Video 100.000 Aufrufe kriegt, was du dann verdienst? Nicht einmal ein Zwickel. Und dann denkt man ich so, und der macht's nur wegen dem Geld. Da kannst du mal Gift draufnehmen. So! Wir wollen mal so schauen. Natur ist einzigartig, hat einen guten Tipp, Jackel. Auf den hätte ich auch kommen müssen, als Vorstand des Vollbier-Squads, Schein über mein Haupt. Jackel, es kommt drauf an, was du möchtest. Wenn du maximal viel Leute in dein Fessel kriegen möchtest, ist das Schlüsselwort # Freibier. Das ist ja klar. Kannst du doch nichts gegen ihn machen, so copyright-mäßig? Erstens ist die Arbeit, nein, glaube ich nicht. Und glaubst du wirklich, dass ich mir, der rotzt ja jeden Tag irgendeinen Schrott raus? Ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, aber ab und zu, das darf ich jetzt nicht sagen, wer mir das schickt, leider Gottes, weil das ist egal. Ab und zu schickt mir jemand ein paar einzelne Videos über Discord. Los. Luis! Schluss! Da ist ein Luis sei Donation. Ist ein Freak sein Monatseinnahme. Inklusive Merch. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist asozial. So verhalte ich mich normal nicht. Aber ich habe gerade nicht anders können. So. Hast du eigentlich noch Kontakt mit dem Muck? Kocht's mir wieder etwas? Nein, das ist kein Kontakt mehr da. Anschauen kannst du mir ein Video vom Carbot Animation zum Thema Elden Ring. Sau witzig. Jetzt weiß ich, was um wen es geht. Der ist so peinlich, Alter. Das ist das, was ich nicht verstehe. Da ist nichts dabei, wo ich könnte es anerkennen wie bei Dicht und Ergreifend. Die mag ich auch nicht. Ja, jeder Seite meint mir scheißegal. Aber da kann ich anerkennen, Alter, die kennen was. Ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Sie können was. Da, ich kann zum Beispiel unterschauen mit meinen jüngsten Schweizer. Magst du mir nicht lecken? Ne? Ja, kommt, wenn man Blutgruppe bis Kien hat. so am Wochenende. Am Wochenende ein Bekannter zum Spezi von mir gesagt hat, ich war fast vom Hocker runtergefallen von lauter Lua. So, nochmal. Wo waren wir stehen? Ja, beim Obervollpfosten noch rein. Dicht und ergreifend, Dingsbums, Vergleich, die mag ich auch nicht, um Gottes Willen, aber ich kann anerkennen, dass die was kennen und ich kann nachvollziehen, warum die den Erfolg haben, den sie haben. Und, das da die auch, so wie das ist, die Blöße da die mir geben, das kehrt sich einfach irgendwie auch, da fragt mich jemand an, ich hab gemeint, ich bin besser wie er, dann hat er einen angeblichen Erfolg auf irgendeiner Plattform, ist ja scheißegal wo, dann schaue ich mir das an, dann müsst ihr die anerkennen, gut, ich hasse dich, du bist ein totaler Hurensohn, ist mir aber scheißegal, aber ich kann zumindest anerkennen, gut, ich kann nachvollziehen, warum diese Dinge die Aufrufe haben, und warum die
irgendwo mal anscheinend ja viral gegangen sind und so weiter und so fort. Aber das, ich schwöre über Gott, ich check's nicht. Ich check es nicht. Das ist so dermaßen zum Fremdschämen. Und ich darf es zugeben, wenn irgendwo, was ich schaue mir selber nicht an, außerdem hat er mit Band. Schon bevor ich überhaupt jemals irgendwas geschrieben hätte oder so. Ich kann gar nicht schreiben. Wo ich sag, wo es mir nicht eiskalt am Bugel runterläuft, wo ich mir denke, boah, leck, Alter, du bist so peinlich, das ist unfassbar. Du machst die Fresse auf und ich magst dir einschlagen. Das ist das schaffen wirklich nicht viel. Heiliges Kanonenrohr, bist du ein Vollidiot. Ja, Grütze, fix, Alter. Ja, Grütze, fix, Alter. Boah, leck! Und wie gesagt, ich schau nicht, das interessiert mich ein Scheißdreck. Ich schau mir seinen Scheiß nicht an. Aber ich sage mir, alle 2 Monate schickt mir halt ein Freund, der vielleicht auch gerade zusieht, immer wieder mal ein Video, schreibt einen Satz dazu, Gott, dieser peinliche Vollidiot, ich flipp aus. Und dann schaue ich mir natürlich halt kurz an und dann machen wir uns drüber lustig und ich sage, ja, komm. Komm, hör mir auf, du. Komm, hör mir auf, du. Und anstatt, dass man sich irgendwie, man weiß, man macht das so lang, man muss sich doch irgendwann einmal steigern und irgendwie besser werden oder so. Und ich sage, Alter, leck mir am Arsch, ich kann doch nicht 400 Mal denselben Witz bringen. Oh Gott! Ich hab mich so lange angestrengt, während ich in denen 3-4 Jahre lang Videos mache. Nächstes Gegenargument, dass ich das nur für Geld mache übrigens. Ich hätte diese Themen mit den Leberkassemen so hart ausschlachten können, mit den Preisen, mit den Kruzifix, ich hätte jede Woche eins machen können. Jede verschissene Woche. Und es hätte funktioniert. 180 Mal denselben Scheißwitz und er hätte für ein paar Monate funktioniert. Aber ich denke mir einfach so, ja, jetzt ist gut, der Belochten nach dem 800. Mal denselben Scheißwitz immer noch. Sag. Ich flippe aus. Das ist immer das Gleiche. Lieberkante, Lieberkante, hab ich dann gefragt. Der hat mich dann gefragt. Magst du Ketchup auf Lieberkante? Wie ich gesagt habe, ja, komm, halt deine dämliche Schnauze, du Trottel. Ja, Grütze, fix, sag selber. Puh. So! Wie bist du überhaupt auf den Muck gekommen? Der wohnt 3 Kilometer von mir weg. Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht mehr. So, Themawechsel. Ist schon wieder gut. Love me some good old Red Burger. Das wird mittlerweile schon als Burger Rage bezeichnet, echt? Ja, kurz ausgeschissen, Alter. Muss ich mir mal wieder, ja, so mit dem Ding hier irgendwann, vielleicht, der kriegt schon mit. Sitzt daheim, vielleicht wichst er sich einen drauf. Ich darf mir ja selber auch reinbinden. War ein guter Witz. Jetzt hört's mir auf, aber aufführen. Der Birdlike. Zitieren Sie da aus meinen alten Videos. So, jetzt muss ich mich mal kurz bei ein paar Leuten bedanken und dann müssen wir unser Video miteinander anschauen. Das habe ich auch versprochen. Nicht? Mr. MRC, love me some good old Burger Rage. Kuss auf die Nussmesse. Ich hasse die Messe wieder in 3 Drilling. Der Herr Birgerson hat schon mal überlegt, Party Animations zum Spielen. Ist zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber nicht schlecht. Was? Hat der Birgerson, hast du schon mal überlegt, Party Animals zum Spielen? Ach, du meinst das Spiel. Ich habe überlegt, ob wir am Montag in einer Woche oder nächste Woche am Mittwoch oder schauen wir mal, Chained Together spielen. Wie schauen wir da aus? Herr Dampfler. Ab in den Warenkorb. So. Community Express. Das Schöne, deine Community ist mit deinem Content erwachsen worden und jetzt spielst Elden Ring und wir und im Discord werden über Bubatz und 3D-Druck diskutiert. Er hat sich eine Community gesucht, die bergauf bremst. Das stimmt. Ich habe so viel Angst gehabt damals, wie ich mit der Streamerei angefangen habe. 2019, im Februar übrigens, mit Resident Evil 2. Mehr oder weniger zwangsbedingt, weil wir da mit Umzug und so weiter einen riesen Scheißdreck haben. Aber ich denkt, gut, um das ein bisschen am Leben zu erhalten, das wolltest du eigentlich eh schon immer mal machen, aber ich glaube, ich habe nicht die richtige Community dafür, weil halt lieber Käse und Bier und
seien wir uns ehrlich, auch die Leute darin sind auch Biersäufer, aber der normale Wirtshaus-Bierdimpfe, der über Behindertenwitze lacht, der sitzt dann normal nicht da und schaut irgendjemandem beim Zocken zu. Und das hat besser funktioniert, als ich das dachte. Und über die Jahre hat sich die Community gewandelt. Ich glaube, dass nicht mehr recht viel übrig, also mit Sicherheit auch noch Leute da, die den Leberkass-Scheiß von damals feiern. Ich feierte auch für damals, was er war, aber heute ist es halt einfach nicht mehr lustig, weil ich zum 4. Weißt du selbst, das haben wir schon tausend mit drüber geredet. Aber die Community hat sich wirklich ein bisschen einfach geändert einfach. Wir haben alles 7 Jahre älter. Bruder, da war ich 30. Alter, da habe ich noch 2 Tage hintereinander saufen können. Jetzt brauche ich 2 Tage länger, bis ich wieder weiß, wo ich wohne. Lass Drage! Merci dir! Servus, bin Leute Petro. Habe jetzt in der IC erst wieder ins Gras beißen müssen. Habe ich was versandt. Ich sitze nur da und halte Monologe mit einer Textwand vor mir. So, wen habe ich jetzt noch übersehen? Löwensee. Entschuldigung, jetzt hätte ich euch fast voll gehabt. Sorry, dass ich dir das gefragt habe. Wollte es nur mal wissen, wie du da dazu stehst. Bin seit über 48 Monaten dabei. Oh, die 48 Monate müssen aber eigentlich gelangen, dass du das weißt. Normal haben wir aber auch schon lange nicht mehr darüber geredet. Eigentlich ist mir scheißegal, ich sag das. Luis, merci dir für deinen 25er nochmal. Recht hast du. Two-Face, merci. Löwenelf, merci. Jakob, merci. Stefan, merci. Patrick, merci. Welcome to the Squad. Bavarian Dream, merci. Community Express habe ich noch gelesen. Merci übrigens auch. Das ist sowieso das Allerlächerlichste, dass bei mir Mods in Zwickler einer scheißen. Jetzt sowieso die. Ja, komm, hör mir auf. Basti, merci für den Resub. Herr Müllschuster, welcome to the Squad. Du kriegst noch den da. Also einmal im Jahr haben wir das Thema. Haben wir? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was letztes Wochenende war. Doch, da war Volksfest, das weiß ich noch, den Rest weiß ich nicht mehr. Ja, ich hätte auch einmal im Jahr drüber geredet. Ich finde, mir gefällt das auch einmal im Jahr drüber zum Schmerzen, wie das alles so gefangen hat. Ich glaube, dass das gar nicht so unwichtig ist, dieses Ganze, damit er ihn nicht vergisst, das hier wertzuschätzen. Ja? Natürlich freut mich das. Und ich halte es für ein Wunder, dass das 7 Jahre später immer noch dieses Ausmaß hat, das es hat. Ich hab's am Volksfest am Wochenende, rede ich mir natürlich auch, ja, Alter, jetzt stell dir mal, du machst schon lange nicht mehr so viele Videos und Videos sind nun mal das, was die Reichweite erzeugt. Es ist einfach so. Und irgendwann flaut der Hype einmal ab und dann kann es ja nicht sein, dass ich ins Volksfest gehe und vielleicht wird es ein wenig ruhiger mit Leuten anreden und so. Ungelogen, wir haben neben dem Auszug vorhergegangen, mitten über die Straße und ich du bist der Bierger, oder? Okay, das hat lang gedauert. Da war ich 2 Minuten aus dem Haus draußen. Komm schnell ein Foto machen, ja. Und dann ist es losgegangen. Wenn ich sitze im Volksfest, da geht's, da glaube ich, sehen mich einige nicht, da haben aber auch welche gekommen. Und wenn ich dann aber aufs Klo muss oder sowas, dann ist vorbei, oder? Komme ich nicht, ohne dass mindestens 3-mal mein Name fällt. Und da wird man dann auch selber mal so bewusst damit, oder was ist da eigentlich los, Alter? Keine Ahnung. Basti! Brot! Oh, das war fast schon eine Tenorstimme. 7 Days to Die by Release. Stefan. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Luis, ich arbeite einfach abseits der Arbeit zusätzlich noch. Ja, aber das hast du dann selber verdient. Chill die Kniescheibe. Mehr wie auf, du bist auch schon extrem lang dabei, ohne die Zahl jetzt gerade gelesen zu haben. Da vergisst er ein Abo zu kündigen und schon sind es 3-6 Monate. Ich mag auch wirklich behaupten, dass der Erste da herin, weil den Namen lese ich nie. Nie. Jetzt pass auf. Dani, glaube ich, heißt er. Heißt der oder heißt sie? Der oder sie ist am längsten dabei. Ich schaue nochmal nach. Kanalmitgliedschaft. Mitglieder ansehen. Gesamtzeit als ist immer noch. Dani B. 76 Monate, Alter. Der muss vergessen haben, dass das gibt's ja nicht anders, ne? Das gibt's, was sind denn 76 Monate? Ich kann es nicht ausrechnen, ich sag's freiwillig, was ist. Das sind 6,3 Jahre. Da habe ich noch nicht einmal wirklich gestreamt. Ja, diese Freitagnachmittag-Pimmelungssachen. Stefan, ich hab die merken. 6,3 Jahre. Und der zweitlängste ist der Fanboy, das ist der Chris, dem ich jetzt, glaube ich, zum 75. Mal sage, kündigt es endlich, was soll das denn? Mit 75 Monaten. So, ja. Dani B., bitte melde dich. Ich glaube, du zügst auf Land einen Haufen Leute allein, weil die Leute die treffen wollen. Das glaube ich nicht, dass es so krass ist. Das glaube ich nicht. Aber der Bürgermeister hat sich bei mir bedankt im Weinfest. Höchstpersönlich. Und hat mir ein wenig einen Wein ausgegeben. Hat er gesagt, ja,
Bürger, wer bundeslandweit, bayernweit für so viel Aufsehen für Landau sorgt, der hat auch einmal einen Wein verdient. So habe ich gesagt, du her damit, den habe ich sowieso eingezahlt. Und bin gegangen. Nein, natürlich nicht. Aber gesagt habe ich es trotzdem. Hat er gelacht. Alle müssen wieder entwickeln. Landi 19 war der genialste Stream. Das Jahr kommt auch Landi. Ende November. Da werden wir uns was einfallen lassen. Ich sag's jetzt übrigens frei weg. Jetzt ist es spät zum Video. Schauen wir mal kein Video mehr. Wir labern jetzt einfach. Aber auch nur, weil er ihm nichts gekostet hat. Ja, weil er eingezahlt hat! Das habe ich schon gemeint so. Jetzt wird er da nicht rein. Das ist unfassbar. Alle merci dir, mehr weg auf, merci dir, stolzer Löwen. Aber musst du unbedingt das Interview im Off anschauen vom Hey Aaron mit dem Hans Entertainment, ist echt interessant. Okay, weißt du was, das tue ich mir jetzt da in die Suche hinein. Wieso schauen wir nie eigentlich selber zu? Was soll die Scheiße eigentlich? Jetzt pass auf, Hey Aaron kenne ich natürlich, ich verfolge nicht, aber ich weiß, wer er ist. Hey Aaron, Hans Entertainment wird schon vorgeschlagen. Wenn wir da über lang dauern, die Gaudi, 35 Minuten ist jetzt lang. Schon hin. Im Hans Entertainment kannst du nicht bloß ein 5-Mark-Stückel zwischen die zwei Vorderzähnen schirmen, sondern die ganze Geld rollen. Wahrscheinlich ist die ja dazwischendurch ja komm. Ja. Stefan Mers wieder ein Resub. Doch schon so lang. Birger Doge. Merci dir. Flea Frankie, ich hab so circa 29 Monate. Das ist kein Schwanzvergleich. Schluss. Kuss auf die Nuss. Nicht nur in Bayern, auch in Österreich. Was ist auch in Bayern? Österreich haben wir mittlerweile auch einige. Und ein paar Schweizer, das werden auch immer. Aber die Schweizer hinken so ein bisschen hinten rein. Ich glaube, für das haben wir nichts. Ich weiß nicht. Die haben ein bisschen zwei Weg. Da ist er noch. Was ist da dazwischen? Baden-Württemberg ist noch dazwischen. Glaube ich. Ich bin ein totaler Geo Null. Ich freue mich schon auf den Horror-Oktober. Da kommt auch einiges. Ich hoffe immer noch aufs Announcement von Madison 2. Leider hört man nichts davon. Deswegen glaube ich nicht, dass das bis Oktober noch kommt. Leider wahrscheinlich nicht. Aber Madison 2 wird sogar wert, solange es in der Winterzeit ist. In der Sommerzeit, finde ich, ist, wenn es draußen noch hell ist bis um 9 Uhr, ist ein Horrorspiel immer so ein bisschen für Katz. Aber wenn das noch außerhalb vom Oktober kommt, dann kann man das auch mal dazwischen eindüllen. Cinnamon! Die habe ich vergessen, das tut mir leid. Cinnamon, das ist gerade noch mir Arbeit. Der Bürger, melde mich verspätet. Frühschoppen ist wohl ein wenig eskaliert, haben sie gesagt. Mr. Cinnamon, merci dir. Ich hoffe es, ja, kenne ich. Ich war nicht früh shoppen, ich war spät shoppen, aber das war genauso schlimm. Herr Müllschuster, merci für die Mitgliedschaft. Du Birger, möchte mich mal bei dir bemerken, weil deine Streams alle super sind. Hast immer was zum Lachen und saugeile Leute da. Herr Müllschuster, Fist. Nein, das ist wieder von PewDiePie, klar, das mag ich nicht mehr. Aber fühlen Sie sich gefistet. Wie Sie das jetzt verstehen, das ist eher eine Sache. Die oder der Danny B hat in den 76 Monaten 379,24 € ausgegeben für dich. Absolut utopisch. Das ist absolut utopisch. Das darfst du nicht ausrechnen, weil sonst... Wie geht's denn eigentlich deiner Lieblingsveganerin? Wer ist denn meine Lieblingsveganerin? Sebi! Bin gerade dazugekommen und du regst dich schon wieder über Donations auf, also außen mit dem Geld, leer Zeit. Was ist denn da heute wieder passiert eigentlich mit denen? Was ist denn da heute wieder? Was? Mann, ich schwitze. Ich schwitze, Alter. Sebi, merci dir. Schluss. Der war grenzwertig, jetzt Birger. Was? Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt? Ist mir jetzt das Dumme aus dem Maul geplumpst, dass wir einen Stream wieder claimen, ja? Der Dampfler schreibt, eigentlich kann dir der Tourismusverband Land einmal ein paar Gutscheine oder sowas zum Verteilen hergeben. Es ist der erste Zifix, Geld muss raus. Ja, freilich. Die Lohntüten gibt es im Fettsack im Internet, warum nicht? Der Timmy Boy ist gar nicht da, oder? Doch, der Timmy Boy ist schon da. Maxi, der Chef, da ist anscheinend nicht über Chat funktioniert hat, so. Na, du hast es ja auch geschafft mit deinem geistigen Dünnschiss, dass ich mir deinen Gockelmann tätowiert habe. Oh, scheiße, stimmt, Alter. Wolltest du nicht noch was stechen lassen, was ich da einfach verboten habe? Nur wenn ich es selber stechen darf. Nein, die Diskussion fangen wir nicht nochmal an. Nein! 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 Maxi, merci dir. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht bereut. Das ist das Allerwichtigste. Der Vierecker, die Gockelmann. Von hinten! Zu dir als zum 20. Mal heute schon merci, glaube ich. Gute Nacht! Waschen und Hosenwechsel nicht vergessen. Ich hab meine seit Freitag. Ich weiß nicht, was du treibst. Ich schlafe im Steh. Von hinten merci dir und gute Nacht. Bodycam war damit geil mit der Unreal Engine 5. Last Ragel, das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine richtig... Luis! Schluss jetzt! Auch wenn's bloß Euro ist. Schluss! Aus! Pfui!
wenn du der Louis vom Feuer bist. Außer alle Florians heißen jetzt Louis und Domis haben sie auch einen Louis umgenannt. Weiß ich nicht. Schluss jetzt! Wie, ihr habt Hosen noch? Was mit dem Carport? Das ist fertig. Nice nicht. Wilderer! Schau dich schon seit Anfang an als stiller Beobachter. Du bist der einzige Streamer, den ich anschaue, weil du einfach immer amüsant bist. Merci für die Zeit. Ich hab mit Sicherheit auch irgendwann einmal Sachen, wo ich nicht amüsant bin. Nein, nicht alle Spiele für alle was. Ich bin so froh darüber, dass sie mich als Variety-Streamer bezeichnen. Stell dir vor, ich hätte den Stream so aufgebaut und dann immer, ist eigentlich dann wurscht, was für ein Spiel spielen, nehmen wir mal WoW oder sonst irgendwas, immer nur WoW spielen. Stell dir mal vor, das Spiel wird irgendwann scheiße. Du hast verschissen, oder? Du hast freiwillig verschissen. Was tust du denn dann? Und ich bin so froh, dass ich diese Kurven irgendwie hingekriegt habe von nur Videos zu Videos mit ein bisschen Stream, dann ein bisschen weniger Videos und Stream und dann fast gar keine Videos mehr und eigentlich mittlerweile nur noch Stream und auch contentmäßig ganz was anderes, was fast nur noch Gaming betrifft und auch mal Blätschmerz und dazwischen auch mal wieder Blödsinn-Streams und solche werden auch wieder kommen, versprochen. Und ja, bin ich sehr froh darüber, dass das so hingehört hat. Vielen Dank für alles. Auch an alle stille Zuschauer. Wo sind die Lurker? Wenn nicht was ein Lurker ist, stille Zuschauer. Die nichts in den Chat einschreiben, die einfach zuschauen und sie denken, ha, fetter Trottel. Ich war immer nur als Vollbiskott-Logo und nein, ich hab den Hashtag Gockelmann noch nicht bereut. So ist recht, Maxi. Die Rätsel-Games wie Creepy Tale waren die Entdeckung des Jahres, oder? Ja. War die Überraschung des Jahres. Dafür haben wir aber auch, wie oft haben wir das gemacht? Das waren 1 Euro Kackspiele, das waren 2 Streams, 10 Spiele, glaube ich. Da haben wir aber auch 9 absolutäre, abgrundtiefe Scheißdrecksspiele gekriegt. Und ich glaube, dass wir da wirklich extrem viel Dusel gehabt haben. Da, ja, was war da schon hin? Der Duck hier, Waldgeist, der Peter, der Mr. from Bavaria, nein, das stimmt nicht, den habe ich schon mit. Der böse Golf, den habe ich nicht. Die Sarah, der Christian, Benedikt, Sebastian, Bennyhu, der Wolf, der Rebecca, der Ordraxter, hier, Lurker, Feierhunter, du bist kein Lurker. Der Mike ist sowieso da. Dann ist aha, da verstecken sie, aha. Warum verstecken sie die ganze Damenschaft? Warum versteckt sie die im Lurk-Mode? Was soll der Krampf? Hallo? Ich hab auch Tipf. Wir sind quasi Tipf-Brüder. Schwester, was jetzt sein? Ich kann da wegen mehr schreiben. Oh, bei dir, Austrian, ist das ganz extrem auffällig. Im Chat kommt nur ganz extrem wenig oder ich übersehe es aus irgendeinem Grund, nicht mit Absicht. Und am Schluss vom Stream kommt meistens irgendein depperter Witz und der verdammte goldene Rahmen. Da wo ich mir immer denke so, ja, es ist Österreich, das weiß ich nicht, da wächst es keiner an den Beinen. Ich hab Vollgas mein Mikrofon angerotzt. Lurker hier, Hemsen, ja, glaube ich, wir werden nicht oft gelesen. Marvel Maniac, du bist alles bloß kein Lurker, du bist kein Discord, du Zipfeladam, Olivia ist auch keine Lurkerin mehr. Und dann hat schon Millennia, nein, du hast auch vorher schon was geschrieben. Die Carina hat vorher auch was ganz Langes geschrieben und ich wollte mir noch Mühe geben, hey, da hat sich jemand Mühe gegeben, schon fällt zum Schreiben. Ich schreibe nur manchmal was, das scrolle ich jetzt auf und das lese ich jetzt. Stiller Zuschauer hier, Stefan SKF, ja, kann ich nicht sagen, echt geil, deine Streams, ja, Maler, das freut mich. Gut, heute ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Das heute als geilen Stream bezeichnen. Die Lurker nicht, die laufen die ganze Zeit aus wie ein Kieslaster, die können einfach nicht schreiben. Ja, brichst du Bratzen auf der Tastatur. Weißt schon, wie das läuft? So, irgendwo hat es was ganz Langes geschrieben und das wollte ich vorher vorlesen und jetzt finde ich es nicht mehr. Weil der YouTube-Chat also super toll ist, wo man noch Sachen filtern kann von einer Person, die was geschrieben hat. Da! Servus aus der Oberpfalz! Mein Mann und ich schauen dir schon ein paar Jahre jede Woche zu, mach weiter so. Und dann gehst du jetzt einmal zu deinem Mo und sagst dem einen schönen Gruß und dann fauchst du einen von mir. und dann möchte ich von deinem Mo hören im Chat, ob es funktioniert hat. Und los. Und los. Hier, ich mag Bulldogs und Biegerzeig. Was? Gesichtsgrätschen. Weil es wurscht ist, ich bin einmal wieder live dabei seit 3 Wochen. Ist dir aufgefallen? Ist mir aufgefallen, ja. Ist mir wurscht, wird eigentlich nur Pst-Pd sagen, Triple F von dir und dein Leber. Genau, weil niemand irgendwann vor dem Stream Pst-Pd ins Chat einschreibt. Hack!
Foodlab flattern lassen. Bin, denke ich, schon eher ein stiller Zuschauer, aber Mr. From Bavaria, der Name sagt mir was. Gut, gibt aber auch sehr viele, die da hören irgendwas mit Bavaria heißen und alles kann ich mir natürlich auch nicht merken. Ebenfalls, Lurker, ich kann auch mehr schreiben im Chat. Du schreibst nur per 1,19 € Donation, Herr Löwensepp. Das ist mir auch mittlerweile schon aufgefallen, seit 2-3 Mal. Ich identifiziere mich als Slurker, Suff-Lurker. Bumm, wo ich im Eckendling und bloß noch zuhören, weil du nicht mehr schauen kannst. Hier ein Pro-Lurker, der Hirs, Shintobi, Gamersbier, das hat einen Grund, warum manche so gut wie nie aus dem Ohrfloch kämen. Warum? Tell me why. Ich mag nichts schreiben, ich trau mich nicht. Die anderen essen mich dann. Mittlerweile nicht mehr, Lurker, zum Glück, das stimmt. Du hast auch nur nach Lurker im Chat gefragt, ja stimmt. Ich schaue die auch schon seit 7 Jahren, rimm mich aber eher selten. Das ist wichtig. Sag ja jetzt, wie es ist. Jetzt wird um Likes gebettelt. Hast du schon den Like-Button gesmasht heute? Wenn das heute kein likeable Stream war. Wann dann? Hä? Wann dann? Sag. Wann dann? Drückst du zum Murphy? Nice. Und es hat einen Grund, warum YouTuber, wie ich auch, nach Likes aktiv fragen, betteln, das kann jetzt jeder sagen, wer will, oder Fragen stellen, damit du in die Kommentare antwortest. Oder gut, mir hat jetzt wirklich interessiert, wer umeinander lurkt und wer nicht und wie viel das sind, weil da immer unerwartet viele Leute dann auf einmal schreiben und das gefällt mir irgendwie, frage mich nicht warum. Je mehr Aktivität in einem Chat, beim Chat weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber unter einem Video in die Kommentare los ist, der Like-Button gesmasht wird, der Dislike-Button gesmasht wird. Ja, Interaktion mit einem Video ist eine Interaktion. Desto höher und besser bewertet YouTube dieses Video und zeigt es eventuell anderen Leuten, die mich noch nicht kennen oder halt den Creator noch nicht kennen. Und darum wird er noch gefragt. Waren wieder mal 5 Noob-Sekunden. Vielleicht, wenn jemand dabei ist, der das gar nicht auf dem Schirm hat oder da noch gar nicht drüber nachdenkt hat. Mr. One-Shoot, mir ist wieder ein Zwickel! Stefan, mir ist wieder ein Zwickel! Und dann kommt der Luis, ich weiß nicht, was da los ist, aber du musst im Lotto gewonnen haben, weil das ist eine fragwürdige Geschichte. Glaubst du, dass Deutschland die EM gewinnt? Wenn wir mir am Freitag gegen Spanien weiterkommen, könnte es sein. Dann traue ich es ihnen zu. Das kommt nicht, wir haben bis jetzt, seien wir uns ehrlich. Stimmt, wir haben noch gar nicht über Fußball geschmerzt. Kann ich noch nicht mehr ein Kruzifix drüber machen, außer über einen Sané. Weil diese Träne, Alter, der weiß, glaube ich, nicht, was für Sportart das er gerade auf dem Platz spielt. Laufen tut der Typ sowieso nicht. Und wenn er einen Pass spielt, gehen 2 von 3 daneben. Und niemand kann was anderes sagen. Niemand. Ist der Luis, glaubst du, besoffen? Luis, fall's auf, vereinert und netten und zurückziehen läuft hier nicht. Damit das klar einmal klar ist. Merci dir wirklich. Luis, chill jetzt die Kniescheibe ohne Schmarrn. Ich weiß gar nicht, wie viel das heute war. Weil ich nicht zusammenrennen kann. Voll lauter, du spinnst ein wenig. Luis, merci dir, Schluss. Schrö, merci wieder ein Fünfer. Du hast einen Fünfer, nachdem du schon mein Resub ignoriert hast. Und das ist... Es ist so fragwürdig geil einfach. Ich finde es halt auch, ich gebe mir wirklich Mühe, weil ich das auch nicht mag. Ich fühle mich ein bisschen in einer Bringschuld. Das war übrigens auch das, was ich dem Typen dann verklickern wollte, so ein bisschen, der mir vorgeworfen hat, ich mach das doch nicht bloß aus Spaß. Natürlich, ab einem gewissen Level ist der finanzielle Teil auch interessant. Natürlich ist der interessant. Was brauche ich da daneben laufen? Das habe ich ja nie gesagt, dass er nicht interessant ist. Das ist aber mit Sicherheit nicht der einzige Grund, warum ich das hier mache. So, das ist das Erste. Wo waren wir stehen geblieben? Mein Mixen schwitzt schon wieder. Schau dir mal die Locker! Da wenn ich mir am Boni lege, dann kann ich nicht im Arschwasser im Senegal segeln, sondern in meinem Mixenwasser. Grütze, fix eine, was für eine disgusting Scheiße. Stinkt aber noch nicht. Kraus, merci dir. Nicht Kraus Hoden, sondern man spricht's Kraus Hoden aus. Weißt du, was ich dir sag? Hoden-Klaus. Klaus Hoden. So, schau, Hashtag Klaus Hoden. Ab in den Chat. Soll ein wenig zweideutig sein. Beim Diablo Immortal Video bin ich fast gestorben. Ich hab 2 frische Unterhosen nach dem Video gebraucht. da
Da überlege ich mir auch gerade schon wieder eine ganze Zeit lang, ob ich mal wieder Lust auf ein Kruzifix habe. Allgemein zur Spieleindustrie. Und allgemein zu dieser Vogue-Geschichte. Sweet Baby Inc. etc. Und das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit, ein paar linke Volltrottel aus dem Arschloch blutend zum Triggern. Aber da geht's dann ganz extrem, Klaus Hoden, oder? Da geht's dann wird's ein ganz extrem schmaler Grad zwischen, ja, du kriegst jetzt da einen Strike und kannst eine Woche nicht streamen und Tschüssikowski Forever aufs erste Mal. Ganz schwierig. Mal gucken. Hashtag Klaus Hoden. Gut, geil, merci für deinen Zehner. Warst nicht duschen und häng jetzt hinten noch. Durch so einen Kommentar und ein Video vom Bayerischen bin ich auf die gekommen und bin sehr glücklich. Du hast mich durch meine Scheidung begleitet und meine Freundin kennengelernt. Gut, geil, besser kann es nicht laufen. Kuss auf die Nuss. Das ist der erste Zehner, den ich mit Handkuss nehme und wo ich behaupten möchte, den habe ich mir verdient. Gut, geil, merci dir. War geil, merci dir. Aber dritt, du hast gesagt, wenn die 100k Abonnenten sind, machst du einen Fokuhila. Bist der Beste, schöne Grüße. Das halte ich für Gerücht. Bei Varian Dream, ein 100er, wenn ich das T-Shirt krieg. X Dance Game, ja. Aber nur, wenn es dann wenn du am Reidel reibst. Dann kriegst du einen 100er, wenn ich es wieder zurückkrieg. Merci dir. Bedienungsberger, Löcker zusammen mit der Main seit über 4 Jahren. Standard Montags-Mittwochsbeschäftigung. Grüß an die Laura. Kuss auf die Nuss und Grüße an die Laura. Danke dir. Schöne Grüße an deine Frau. Fragst du mich, ob du wieder eine zipfen darfst. Ich möchte mal wissen, ob das schon einmal funktioniert, wenn ich das sage. Das würde mich interessieren. Oder ob dann daheim gelocht wird und er locht wahrscheinlich, sie beidelt den Kopf. Gewonnen hast, wenn sie ja locht. Keine Sekunde verlieren, sofort Hosen aus, los. Lünzep, Österreich als Geheimfavorit für die EM, bei voller Unterstützung als Bayer. Bei der EM waren wir, ja. Grave! Sané, der alte Chancentod. Ja, der kriegt ja nicht mehr Scheiß, weil da müsste der am Ball nachlaufen, der Trottel. So, das probieren wir am Mittwoch aus. Was probieren wir am Mittwoch aus? Jetzt hast du wieder einen Rahmen für einen Brief kaufen musst. Das ist was ich gerne mal vergesse. Es war wirklich eine der schönsten Belohnungen, die ich jemals gekriegt habe, dass man als verfickte Erzbistum München, die Kirche von ganz furchtbar weit oben, wo wirklich beschissen weit oben, einen Brief schreibt, dass ich gefälligst mein Video zu löschen habe, weil es ums Thema Kinder gegangen ist. Der ist aber gegangen wie Butter. Ob kurz natürlich, Angst direkt nicht, aber kurz so, oh, jetzt ist es soweit. Okay, überleg. Na, legst dich nicht damit an. Fuck off. Na, da kannst du jetzt einen riesengroßen Spaß draus machen. Du kannst als absolute, das sage ich mir jetzt selber, so redet es mir schön, du kannst als absolute Legende abtreten, aber na, das ist nicht wert für die Wichser. Das ist es nicht wert für diesen scheiß Kinderschänderverein. Genau ins Schwarze drauf. Ja, Hundebein, weiß das wie es ist. So, EM-Prognosen. Wie schauen wir überhaupt aus? Wir hatten England ist auch weiter, oder? Hat eigentlich England nicht auch lauter gute Spieler, wie ich mich noch vor über 10, 15 Jahren mittlerweile für Fußball richtig interessiert, aber auch für Vereinsfußball und so. War ich immer eher englische Liga, weil es da immer ein rabiater dazugeht und jetzt halt, wenn einer einen Scheißl hat, dann wird abpfiffen, totale Behinderung. Und England hat eigentlich lauter gute Spieler. Und ich traue England eigentlich ziemlich viel zu. Das habe ich aber auch früher schon gemeint und sie waren schlecht wie Scheiße. Zu Zeiten eines Terrys und zu Zeiten eines Gerrards und zu Zeiten eines Lampards und zu Zeiten eines Rooneys und eines Ashley Coles und eines was weiß ich wem alles. Jetzt passen wir auf. EM-Spiele wann? Schauen wir mal, was ist da los? Achtelfinale. Es ist gerade Halbzeit. Wer spielt? Portugal, Slowenien. Steht's 0-0. Ja. Achtelfinale. Frankreich hat 1-0 gegen Belgien gespielt. Das ist nicht viel. Müsste Frankreich nicht eigentlich gegen die Mannschaften 6-0 gewinnen, so wie die benannt haben. Spanien hat 4-1 gestern, das habe ich noch gesehen, gegen Georgien gewonnen. Das weiß ich auch. Und England hat 2-1 gegen Slowakei gewonnen. So, wie schaut denn jetzt das bei uns aus? Wir spielen am Freitag um 6 Uhr gegen Spanien. Und Spanien hat uns in der Regel noch immer ausgekaut.
Und die Spanier sind in der Regel auch gut. Die haben, genau wie mir übrigens auch, 2010, glaube ich, haben sie die WM gewonnen und 2012 die EM. Oder umdreht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann ging es steil bergab. Da haben noch Leute gespielt, wahrscheinlich wie Torres, Iniesta, Xavi, absolute Hardcore-Legenden. Fußball-Legenden halt einfach. Wenn ich jetzt da, wir haben einen Fußball-Experten da drin, wenn ich irgendeine Scheiße labert, bitte korrigiert es mir im Chat, aber ich glaube, da sage ich nichts Falsches, wenn Xavi, Iniesta etc. absolute Fußballlegenden sind und die haben zu Recht damals gewonnen und sich eine Leute hören dann meistens, die haben 2008 auch die EM schon gewonnen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr gewusst. Ich habe nur 2010 war WM, natürlich, das weiß ich schon noch. Die haben es gewonnen, 2012 die EM. Das weiß ich noch, 2008 EM weiß ich nicht mehr. Ja, krass. Das ist eine Ansage, kann man mal so machen. Und dann ging es steil bergab. Den ist dann gegangen wie uns, irgendwie so nach 2014, dass wir nur noch aufs Maul gekriegt haben, der sogenannte WM-Weltmeisterfluch. Und jetzt sind sie anscheinend wieder da. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ja eine Nationalmannschaft, wenn dann so große, langwierige Spieler, wenn halt da viel in einem gleichen Jahr oder in die gleichen 2 Jahre gängen, dass das ziemlich lang dauert, bis sich so eine Nationalmannschaft wieder da fangt und neu findet. Ich finde, das hat man sehr schön bei der deutschen Nationalmannschaft die letzten 6 Jahre gesehen. Also ab 2018, wo ich es wieder hochgeschaut habe, habe ich sogar ein Kruzifix drüber gemacht, das war ja nur noch peinlich. Krieg ja so Leute wie Südkorea und so weiter auch 2-0 verlieren oder 2-1 oder was weiß ich, was es war, ausgeflogen auf alle Fälle. Da muss ich wirklich sagen, Bruder, für eine absolute Fußballnation, ja, das kannst du nicht bringen. Deswegen war ich am Anfang zu der EM wirklich, also so, ganz ehrlich, interessiert mich ein absolut Scheißdreck, was soll der, interessiert mich überhaupt nicht. Und dann habe ich aber trotzdem natürlich das Spiel geschaut, ja, damit ich ein wenig mitschimpfen kann und so, und das war recht schön. Gut, aber es war halt auch Schottland. Haben die über 5% Ballbesitz hinausgekommen? Ich weiß nicht. Und die zweite Mannschaft war halt dann, das habe ich schon wieder vergessen, nicht Rumänien, Ungarn. Und dann die Schweiz oder umdreht, ist ja wurscht. Und dann haben wir schon wieder gesehen, sobald jemand kommt, der ein bisschen Fußball spielen kann, wird Schweizer, unerwarteterweise. Läuft's gar nicht mal mehr so gut. Und ganz ehrlich, gegen die Dänen hätten wir eigentlich auch 4-1 gewinnen müssen. Glaube ich. Und darum glaube ich, das ist der erste Realitätscheck eigentlich, dass der erst lass mich, wo haben wir dann? Viertelfinale. Dass der erste richtige Realitäts- und Skillcheck kommt im Viertelfinale gegen die Spanier und ich glaube nicht. Da müssen sie einen guten Tag haben. Glaube ich. Herr Schleinkofer, merci. Hast du gewusst, wenn man einen Thermomix legt, dass der Reifenantrieb von der Unterhosen extrem stark ist? Was? Alles klar. Das war der dümmste random Bullshit des Abends. Herr Schleinkofer, bitte einmal Applaus in den Chat. Warst früher 60er-Fan wegen dem Handtuch beim Captain Fallsack? Wenn mich Fußball interessiert hat, bei uns, der deutsche Fußball hat mich generell recht wenig interessiert, aber wenn, dann ist Bayern nun mal weiß-blau und nicht rot-blau. Ist halt so. Ne? Ist halt so. Ja. Mannschaftssport, sage ich jetzt mal, ist bei einer größeren Änderung 2 bis 3 Abgänge von Routine ist dauerhaft, wenn du das nicht 1:1 ersetzen kannst, ein gutes Jahr, 1,5 Jahre pro Abgang. Meine Einschätzung. Ja gut, da bin ich jetzt zu weit raus, dass ich das beurteilen könnte. Bei Games nennt man sowas Gearcheck. Es stimmt. Ja, Herr Stefan, ich habe kurz gebraucht. Das ist richtig. Ich sage auch gerne Noobfilter dazu. Oder der Damage-Check, ja. Habt ihr eigentlich den SEK-Einsatz beim letzten Deutschlandspiel mitgekriegt? Nein. Übrigens, meine Ansage gerade, ob Spanien so unfassbar gut ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nämlich keine Spiele ganz angeschaut. Ich habe Georgien kurz einmal, was haben wir noch angeschaut? Ich bin auf der Couch am gefletzt, bin da hingestorben, schlimmer als heute. Und hab mir, was ist denn im Fernsehen gekommen? Wir haben uns Le Mans, kennt jemand den Film Le Mans 66?
Ich weiß, dass wir mir ein paar Autofahrrennen narische erinnern und die mit Sicherheit mit Le Mans was anfangen können. Ich glaube, das war sogar gerade erst. Also ich kenne mich mit Motorsport überhaupt nicht aus, aber der Film Le Mans 66 mit dem Christian Bale und mit dem Matt Damon. Matt Damon. Grandioser Film. Grandioser Film. Und ich kann normalerweise mit so Autorennen-Scheiß überhaupt, also gar nichts. Da bin ich nicht mal neutral, da denke ich mir so, Alter, halt dein Maul mit dem Scheiß, ich kann nicht so, es tut mir leid. Aber der Film ist richtig gut. Der richtig, richtig gut. Die Geschichte, wie 1966 die Firma Ford einen Ezio! Ferrari, heißt der Enzo oder Ezio? Ich weiß nicht mehr. Enzo? Egal. Ferrari aus Le Mans hinaus düdelt und wirst das Auto entwickeln und bauen und dann fahren und Zwiste innerhalb der Firma und so. Guter Film, habe ich nicht damit gerechnet. Da hat mir sehr gut gefallen. Enzo Ferrari oder was? Okay. Ja gut, so, ich weiß zumindest so viel, dass Ferrari ziemlich geile Autos baut. Das ist das Einzige, was ich weiß. Das sind so Autos, die werde ich mir nie leisten können, vermutlich. Rot-Blau ist nur das Dorf aus Unterhaching. Ja, ich kenne die Sprüche auch, so ist das nicht. Ich habe da ein paar Stoppuhren aus Italien. Willst du auch eine? Guter Witz, ja. Wenn er dann die Mutter umwirft und das Italiener-Team völlig ausrast. You are not Henry Ford, you are Henry Ford II. Da ist einer mit einer Kamera aufs Stadiondach. Ach, ich hab heute mal kurz 9gag durchgescrollt, wie ich es immer irgendwie kurz damit tue und dann wieder feststelle, was mache ich hier eigentlich und bin wieder gegangen. Habe ich kurz, kein Meme, aber eine kurze Meldung gesehen, dass da irgendjemand umeinander ist, ja. Passend zum Thema. Der Film Gran Turismo hat mich auch extrem überrascht. Den habe ich noch nicht gesehen. Weil es eben ein Autofilm ist und gestern ist der im Fernsehen gekommen und dann habe ich geschaut, ob es ihn auf Netflix gibt und habe mir dann auf Netflix angeschaut. Luis! 10 Schweigesekunden für die Legende Alfred Fesel. Haben wir letztes Mal schon gehabt, aber da kommen wir 10 Sekunden noch mehr eine an, weil der Fredel Fesel eine Legende ist. Das waren die 10. Press Triple F für den Fredel. Ab in den Chat. Barbarian Dream. Aerodynamik ist was für Leute, die keine Motoren bauen können. Enzo Ferrari. Hat es wirklich gesagt? Wahrscheinlich, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung. Aerodynamik ist was für Leute, die keine Motoren bauen können. Ja, es ist, ja. Meistens scheitern solche Genies an ihrem eigenen Größenwahnsinn. Andere Fragen. Haben Pinguine Kniescheiben? Ich glaube, ich sage einfach, wir wissen es immer noch nicht. Marvel Maniac. Ich hätte ja immer noch saugern die vor Ewigkeiten angekündigten Lidl über die Kirche hören. Oder allgemein mal wieder neue Musik. Content von dir. Um ehrlich zu sein, mir stinkt es auch ein bisschen, dass ich das mit des Kirche-Dings nicht fertig mache. Weißt du, was ich da die ganze Zeit gewartet? Auf den nächsten Kirchenskandal. Und auf den warte ich nur immer. Und dann wird's kommen. Der Need for Speed Film war jetzt auch nicht so schlecht. Habe ich auch nicht angeschaut. Weiß ich nicht. Wieso genau liege ich bei der... Und bei dir sage ich halt jetzt schon was, weil du normalerweise, du machst es zwar öfter, aber dann steht da 1,19 € dort. Löwensepp. Und der ganze Rest. Alle. Alle. Ich glaube, wir haben jetzt da lang genug die letzte Stunde drüber philosophiert, was ich mir denke dabei, dass es mich freut, dass ich es utopisch finde. Da sage ich zu dir jetzt aber nichts, weil du lang genug dabei bist, du weißt das. Ich mich darauf verlasse, dass ihr da wisst, was der's. Es ist völlig wurscht, ob das 1 Euro ist, weniger geht nicht, oder ein Tausender oder 1050. Haben wir auch schon gehabt. Das ist nein, ich sag nichts, sonst passieren wieder Sachen.
Boris Blut, merci dir, Herr Bürgermeister, haben wir 2 Minuten Zeit für Ihr Video. Nein, Schluss. Schluss jetzt. Jetzt gibt es die Abmoderation, sonst kriege ich einen Vogel. Morgen Stream aus, dann ist Schluss. Ich arbeite dran, Sprengi. Ich habe nämlich gerade gesehen, es ist 9:15. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als war es vor 2 Minuten gewesen, was haben wir mir eigentlich 2 Stunden lang immer geschmerzt. Und jetzt sitze ich am Schluss da vom Stream so langsam und denke mir so, was haben wir jetzt eigentlich 2 Stunden geschmerzt? Es ist völlig wurscht, ob du da mit 100er umeinander wirfst oder mit einem Tausender oder mit einem Euro oder gar nicht oder lurkst oder nur in die Kommentare schreibst oder danach schaust Squad oder mir seit 5 Jahren zuschaust oder seit Simme oder seit 5 Minuten oder scheißegal wer und wo. Es wird nie 100%ig in meinen Schädel hineinpassen, was da die letzten Jahre passiert ist. Ganz exorbitant waren 2020 und 2021, Corona-Zeit, das war völlig utopisch. Und das immer noch weitergeht und ich werde hier auch nicht aufhören. Das wollte ich vorher schon mal kurz sagen, wie mir da jemand mal was vorgeworfen hat. Ich mache das da nur wegen dem Geld, bla 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 und so weiter und so fort. Ich fühle mich also ein bisschen in einer Bringschuld. Ja? Da sitzen Leute, da wird zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt aus jüngsten Sekunden, nehmen wir einen Löwenmann oder Leute, die seit 76 Monaten hier 5 Euro im Monat zahlen oder immer dabei sind und den Kanal am Leben erhalten und mich motiviert halten und etc. Dass ich mich auch natürlich in ein bisschen in einer Bringschuld sehe. Ja? Dass wenn ich auf die Idee käme, da jetzt mit jetzt habe ich keinen Bock mehr. Dann schalte ich aus und komme nie wieder. Dann gibt es so das typische Abschiedsvideo, habe die bla bla bla. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Kann irgendwann einmal kommen, wenn ich vielleicht irgendwann wirklich keinen Bock mehr habe. Oder dann stelle ich meinen Content wieder um auf irgendwas, auf was ich Bock habe. Wer weiß, vielleicht komme ich auf einmal wieder auf die How-To-Videos zu machen. Vielleicht ist das, was wir kommendes Wochenende deren neuer Content. Ich glaube es jetzt nicht. Naja, darauf wir mal gucken, weil ich weiß nicht. Müsst uns speziell, nicht nur mir, ihr dann sagen. Aber wir werden sehen. Birgers Beauty Palace haben wir alles schon gehabt. Langweilig. Ich tue Apps extrem gern. Und den Rest, den kriegt's im Discord ab Donnerstag mit. How to Dutch Oven. Stimmt, der geht noch ab, gell? Der geht noch ab. Das stimmt. Stimmt doch nicht. Habe ich nicht ein Auto Schichtfleisch gemacht? Achtung! Schicke euch einen Link rein. Das ist das Einzige, was man im Dutch auf dem macht. How to Brisket geht noch. Das stimmt, aber das ist meiner Version von How to Pulled Pork so ähnlich, dass ich es nie gemacht habe. Haben wir wieder bei, macht denselben Content einfach zweimal, passt schon. Mag ich einfach nicht. So, ich wünsche euch eine gute Nacht, schreibt der Bavarian Dream, wünsche ich auch. Hauen Sie sich hinein, ein gutes Nächtelchen, merci fürs Zugucken. Ich habe die Grillsachen echt gefeiert, muss ich sagen. Es ist aber, wie soll ich sagen, das sind aber auch die einzigen Sachen, die ich immer so relativ regelmäßig gemacht habe oder mache und zu denen ich glaube, dass ich ein bisschen was erzählen kann, wo das dann auch passt. Und recht viel mehr gibt's da nicht. Also es darf unendlich viel mehr geben, aber ich bin nicht auch kein Grillkanal, dass ich mir jetzt Scheißrezept von irgendwo hergreife und dann nur noch Grill-Content mache. Recht viel mehr, was ich da herzagen, mehr gibt's eigentlich gar nicht. Es gibt noch einen sehr alten, einen sogenannten Bürgerburger. Sag ich freiwillig, was ist den sogenannten Bürgerburger? Das ist der Käsekaust. Das ist, Camembert, paniert,
frittiert, außen rundum Hackfleisch gemischt und dann mit Beduinenbrot ummantelt, in den Grill passiv, in der Mitte auseinanderschneiden, reinbeißen. Vielleicht mache ich das einmal noch. Schauen wir mal. Das beste Beispiel fürs einfach so verschwinden in der Bavaria Blogger ohne Abschiedsnachricht. Das stimmt. Mit dem habe ich aber damals einmal noch ein bisschen geschrieben, der hat einfach nicht mehr wollen. Der war auch noch ganz jung, sehr jung, und ich glaube, der hat da seine Lehre angefangen oder so. Und war die richtige Entscheidung, sich da drauf zu konzentrieren. Anstatt den anderen Blödsinn. Ja, Gaudi Schmarrn. Löwensepp, merci dir. Two-Face, merci dir. Ich weiß nicht, was ich tue, ist das Wall Street Journal. Ja. Wall Street Journal ist immer der Link unten, der zu PayPal führt. Straight Wall Street. Best Invest. Herr Klaus Hoden! Ich verlange auch übrigens, dass du bei mir herin umbenennst. Merci für den Zwickel 50. Schluss jetzt mit der Donaterei. Das ist halt völlig aus dem Ruder gelaufen. Das wird was für ein Küchenstream. Ja, stimmt. Was ist Beduinenbrot? Beduinenbrot ist was ganz furchtbar Einfaches. Ich habe schon 1000 Jahre gemacht. Da glaube ich jetzt scheiße, wenn ich das macht vielleicht einen Küchenstream noch viel lustiger, wenn ich nicht weiß, was ich da tue. Das machen wir so. Ja, gut, das geht natürlich nicht, weil ich die Zutaten brauche. Das ist ja blöd. Ihr sagt zwar, was ich machen soll. Oder, was noch geiler war, ihr stimmt, ich mache ganz viele Zutaten, eine Listen, und ihr stimmt, was weiß ich, am Wochenende vorher ab, und die ersten 10 Zutaten, die kaufe ich, und aus dem muss ich Essen machen. Und das muss ich machen, und dann muss ich es essen auch noch. Easy Content, oder? Ja, jetzt mit dem Pledgemann haben wir eine gute Idee. Irgendjemand merkt sich das jetzt. Irgendjemand merkt sich das jetzt, weil ich vergesse sowieso wieder, sobald ich ausgeschaltet habe, bin ich wieder komplett geistig behindert, nicht nur geistig behindert. Und dann erinnert es mich dran. Steffi, hauen Sie sich hinein. Kuss auf die Nuss. Ein Bürgerkrypto, das war jetzt, ja genau. Alles klar, so eine richtig gute Idee. Ich benenne mich um, passt im nächsten Stream, sagst du, das war Gaudi, kannst du dich nennen, was du magst, oder? So, jetzt fange ich mit meiner Ansage noch mehr an. Es ist halt einfach 10 vor halb 11 Leute. Und ich hoffe, mir ist keiner weißt, und jetzt fange ich schon wieder an mit einem schlechten Gewissen. Weil die Leute haben heute hier hinein donated wie die völlig Geisteskranken, und ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Aus meinem tiefsten Herzen hier unten drin, to your heart, Brudis und Sissis, Dankeschön dafür. Dankeschön fürs Zugucken, danke fürs Liken, danke für die Beteiligung im Chat. Danke für fucking nochmal alles in die letzten 7,15 Jahre. Auf die nächsten 7,15 Jahre. Ich hab nicht vor aufzuhören, ich hab vielleicht mal vor, was anderes zu machen. Immer wieder einmal. Schauen wir mal. Wir singen unseren Micker zu Elden Ring. Und wie gesagt, ab Donnerstag kommt im Discord wahrscheinlich als erstes kommt eine Random-Geschichte, die ich so noch nie gemacht habe. Mal gucken. Plan ist lustig und nice. Von allem ein bisschen was. Und in kleinen Mini-Häppchen, ja. Also da jetzt nicht irgendwas Grandioses erwarten, um Gottes Willen. Das machen wir am nächsten Montag. Wenn es was wird. So. Dann bedanke ich mich nochmal. Triple F für die Moderatoren. Was haben wir jetzt als Gerät, Alter? Ich weiß es nicht. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Ist mir auch scheißegal, ob irgendjemand daheim sitzt und sagt, jetzt wenn er nur einmal Danke sagt, dann hau ich. Das ist mir scheißegal, Alter. Wer sich dafür nicht bedankt, ist ein absoluter Hurensohn. Hock! Grüß the Thing. So. Ernsthaft jetzt. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, ihr seid so nicht besser, wenn ich mir jetzt schleich. Gut, es ist aber auch schon fast halb 11. Das wird schon passen. Wir singen uns am Micker mit Elden Ring. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Anweisung. Morgen habe ich nicht so... weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, ob ich morgen noch ein bisschen zum Spulen komme. Seit letzten Micker habe ich gar nicht gespielt. Das heißt, ich stecke immer noch an derselben Stehfest. Da brauche ich vielleicht ein bisschen Orientierungshilfe, wo ich hin muss. Da nach dem... Scheiße, wieder was nach dem Messmer, der Impaler oder Paler, ich weiß nicht, wie der heißt genau, wo wir hin müssen.
Das kriegen wir Mika dann schon hin, sperren wir wegen ein. Da muss ich allerdings auch relativ zeitig aufhören. Zeitiger als sonst vielleicht sogar, aber bis um 10 Uhr bin ich Minimum da. Aufgrund von dem, was wir übers Wochenende nennen. Mehr sage ich jetzt nicht. Und dann singen wir unseren Mika. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich grüße den Nachschau-Squad, der hiermit unter das Video kommentieren möchte, was auch immer er will. Fühlen Sie sich gedrückt, fühlen Sie sich an Ihr Herz gepimmelt. Und jetzt schaut's, dass ihr euch verpisst, weil ich ausflippe mit euch. Ich weiß nicht, was das halt war. Es war absolut grenzwertig und ich weiß nicht, was da halt passiert ist. Ich weiß es nicht. Kuss auf die Nuss. Vielen, vielen, vielen tausend Dank für was da gerade passiert ist und für alles. Und jetzt schleicht euch, wir sehen uns am Mika um 20. Habe! Oh, leck, das ist jetzt anstrengend. Jetzt ist mir fast die Lunge zerrissen. So, und jetzt schleicht euch. Oh, machen wir heute machen wir ein Abschlussbattle für einen Sprengi. Warte, ich brauche ja beide. Warte, wir drücken da dann auf Stream beenden. Das weiß ich nicht, das tue ich dann machen wir so. Ah. So, wenn du jetzt kein Foto nicht gemacht hast, bist du selber schuld. Und jetzt schleicht euch Hashtag Klaus Hoden!